Hallo meine lieben Leute, willkommen zu «Wer blastet meine Server an?» Yeah! Heute haben wir eine Crossover-Episode zwischen Metal Servala und den schönen, hübschen Jungs von «Wer blastet was?» Mords verkadert sind. Und ich bin der Ricky. Ich bin der Josh. Nein, jetzt musst du... Stimmt, ich bin der Bella. Sorry. Ich bin der Brian. Alter, ich kill dich. Also machen wir nochmal. Ich bin der Ricky. Ich bin der Bella. Mein Name ist Josh. Und ich bin der Brian. Willkommen zu «Wer blastet meine Server an», meine Lieben. Jetzt habe ich einfach wirklich gerade, jetzt bin ich sehr enttäuscht von Brian. Ja? Ich habe da definitiv noch ein Yeah erwartet. Weil jetzt Also hätten machen wir wir Yeah. was authentisches Voll. Yeah. Das einzige authentische Ich Yeah, will- das Yeah. James Hetfield. Weißt du, was wir jetzt machen? Ich will den Soundbite von deinem Yeah. Also niemand sagt etwas, nur du machst deinen krassesten Machen wir Yeah. das Intro nachher noch, weil das ist viel zu Chaos. Nein, ist gut. Okay. Yeah. Und nachher bitte ein bisschen höher. Yeah. Genau. Jawohl. Und jetzt mit mehr Kraft, mehr Kraft. Yeah. Gut, jetzt haben wir auch ein Soundbite, dann können wir nachher, dann können wir nachher so ein Soundeffekt-Board machen, wir können den Yes raushauen, wenn es geil ist. Fuck yes. Ja, Mann. Yeah. Tipptopp. Hey, willkommen Jungs. Merci, dass ihr da seid. Danke, merci habt für ihr die uns Einladung. eingeladen? Yeah. Yeah. Wir haben noch ein Geschenk mitgebracht. Oh, Dafür, jawohl. dass wir da sind. Ah, Oder wirklich? schnell. Ja, ich habe eins für den Ricky. Was sie Wir haben haben- uns mega Mühe gegeben, wir haben euch gezeichnet. Und zwar, Ich habe den Bella gezeichnet. und ich der Ricky. Okay, zeig jetzt an der Kamera. Ich hoffe, ihr habt Freude daran. Ich habe vergessen, dass der Bella eigentlich 2 Augen hat. Und ich habe, also man sieht beide Augen, den Kopf, oder? Und weil du neu wieder Haare hast, auch Haare, oder? Also, extra Das für für dich. Das ist mega schön. Das hänge ich gerade auf. Ich erkenne es noch nicht ganz, aber es ist irgendwie so Abstract Kunst. Weißt du, weißt was du das Gute ist? So 5-jährige Primarschüler, wenn sie sich Mühe geben, Können's würden besser- es sogar viel besser sein. Wenn sie keine Mühe würden geben, würden sie es viel besser zeigen als das. Das ist wirklich Kunst, dass Ja. das so anbringst. Mir kommt Geil. noch im Sinn, wir könnten heute sonst das mit Silent Circus CD mal machen. Unterschreiben und etwas Lustiges Ja, wir machen. geben sie nachher rein weiter. Mhm, voll, unterschreiben und nachher machen wir etwas Cooles. Ich weiß noch nicht, was wir machen. Eben, ich bin immer noch der Meinung, das sollte Schweizer Kultur gut werden für die Absolut. Metal-Szene. Darum. Finde ich gut. Wir können es reinschmuggeln in so die Nationalbibliothek oder so einen Scheiß. Ja, wir geben sie, Geil, geil. wir geben sie jetzt einfach rein, sie unterschreiben sie und dann, wenn sie Aha. das nächste Mal einen Gast haben oder so, geben Aha. sie es dann weiter. Voll, genau, Oh ja. Ja. Aber dann gehen wir nächstes Mal zu ihnen Das und finde dann können wir sie wieder Das, zurück. das finde ich eine gute Idee. Voll, absolut. Yes, hey, willkommen. Merci, dass ihr da sind. Ja, ich meine, ihr seid, glaube ich, der erste Schweizer Metal-Podcast auf Schweizerdeutsch, den ich kenne. Ja, also ich weiss nur von einem, was vor uns geht, über HC. Ja, the World Keeps Spinning, oder? Spinning, ja. Spinning. Ja, aber die haben irgendwie aufgehört, gerade Mhm. bevor wir unsere erste Folge Eigentlich gedroppt haben. gerade dann, wo wir die erste Folge Ah. gemacht Ja. haben, haben die einfach ihre letzte gemacht. Dann wahrscheinlich so denken, so, oh shit, ja, gegen die kommen wir nicht an. Und Ja. dann aufgehört. Nie aber- von denen gehört, aber ja. Nein, sonst habe ich wirklich auch noch nie von einem Schweizer Metal-Podcast gehört, bis dann ihr zwei gekommen sind. Yes. Ja, ja. Sorry. Sorry, weil wenn Coop gekommen ist und Migros hat gefragt, so, fuck, nein, wer ist erst? Coop oder Migros? Ganz Migros. sicher Migros. Migros, Ja, ja, Migros aber nach- zuerst war es nur Fahrzeug, gewesen, noch nicht Migros geladen. Baba, Alter. Ja, Mhm. Mann. Beste. Mhm. Yes. Auf jeden Fall sind ihr beide zu uns zu Gast gewesen, Mhm. unabhängig voneinander. Ja. Separat. Ja. Ricky zuerst, dann der Bella. Mhm. Und jetzt haben wir den Spieß umgedreht. Ja. Jetzt sind ihr da bei uns. Ja. Wir freuen uns. Absolut. Also, ich wollte mal ein bisschen von eurem Background hören. Einfach so, weil ich meine, wir kennen uns von Konzerten, vom Podcast und alles Mögliche. Aber ich wollte euch näher kennenlernen. Und ich glaube, die lieben Zuhörer wollen das auch. Oder? Bella, was denkst Ja. Dann nachher Ich noch bin Plan. einfach recht froh, dass es nicht jetzt in ein 10-minütiges Yeah-Fest ausgeartet ist. Yeah! Da habe ich noch ein bisschen Angst gehabt davor, von dem her. Yeah! Würde ich aber dann doch gerne mal die investigativ-journalistische Frage stellen, woher kommt das? Yeah. Hast du einfach zu viel Metallica gelost? Oder ist es so richtig gar nicht geplant und einfach so aus dem Nichts entstanden? Es ist tatsächlich aus dem Nichts entstanden, dass es für mich eine Catchphrase geworden ist. Ich habe das wie du richtig erkannt hast, wirklich gedroppt wegen dem James Hetfield. Du kennst sicher den Song Fuel, oder? Und dort... Give me fuel, give me fire, give me that, what I say. Ja, oder give me food, give me fries, give me salad on the sides. Ja, auf jeden Fall dort, bevor die Bridge kommt, das ist ja eines von den Liedern, was kein Gitarre-Solo hat, glaube ich. So wie St. Anger auch. Mhm.
Und dort kommt irgendwann so ein Bridge und zum die einleiten sagt der James «Ooh, yeah!» Und das ist so ein wunderschönes Yeah. Ja, das habe ich angenommen. Und viele Leute haben mich eben immer darauf angehauen. Also auch das «Und ich bin der Brian!» Das war nie beabsichtigt. Ja. Das sind wirklich... Das hat so viel Wiedererkennungswert gehabt, dass es irgendwann angenommen hat als Catchphrases. Brian ist einfach eine Catchphrase-Maschine irgendwie. Das ist so. Er produziert einfach so laufend. Nur mit den Catchphrases hast du schon irgendwie 5 T-Shirt-Designs. Also es wird fix, irgendwann gibt es mal ein T-Shirt, wo drauf steht, gespannt wie eine Seilbahn. Oh ja. Ja. Sorry, gespannt wie eine Seilbahn ist mit Abstand der beste, den ich seit langem gehört habe. Der kommt jetzt zwar nicht von dir, aber der zweitbeste, den ich gehört habe, ist «Same shit, different toilet». Nicht schlecht. Von wem ist der? Von meinem Mitarbeiter. Ah, okay. Nein, also der Yeah hast du nicht ausgewählt. Du bist vom Yeah ausgewählt worden. Absolut. Voll. Sie hat mich ausgewählt. Great power comes with great responsibility. Ja. Ich meine, er heisst ja mit dem Handy auch Brian Hatfield. Ja. Ich habe jetzt nicht gesagt, weil sonst hätte er noch mal bleiben wie beim letzten Video. Ja, es ist spannend, weil ich finde, insbesondere du, Brian, oder nicht gegen Josh, Okay. aber du hast einfach eine Sonderradiostimme. Danke. So wie ein Radiotyp von den 50er. Und dann so, ja, willkommen, meine Damen und Herren. Immerhin nicht so aus Ende 30er, Anfang 40er, so seit 1935 wird. Auf jeden Fall. Nein, das Geile ist ja, ich habe anscheinend wirklich eine Stimme mit Wiedererkennungswert. Oder ein Gesangslehrer hat einmal gesagt, ich habe eine hohe penetrante Stimme. Mhm, das stimmt. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist das eigentlich der Hauptgrund gewesen, wieso der Josh hat wollte, den Podcast mit mir starten, oder? Ja. Also grundsätzlich, ich höre halt hure viele Podcasts und zwischendurch höre ich eben auch Podcasts, wo beide so ziemlich ähnlich tönen. Ja. Und eben da habe ich manchmal halt Mühe beim Hören, oder? Mhm. So zu checken, wer schnurrt jetzt von diesen beiden. Ja. Darum habe ich gefunden, ja, wenn ich einen Podcast mache, dann muss ich eigentlich irgendeinen nehmen, der halt nicht so eine monotone Radiostimme hat wie ich, oder? Darum Aha. da so ein 50er-Radio. Mhm. Ja, was selber nie Podcasts hört und eigentlich gar nicht gewusst hat, was das ist, wo er mich gefragt hat, ob ich mit ihm mit einem anfange. Aber ich glaube, in dem Sinn sind wir eigentlich sehr ähnlich, weil ich habe genau den gleichen Grund auch den Bella genommen. Einerseits, er kann labern für 4 Stunden ohne Stopp. Und zweitens hat er auch so mit Stimme mit Wiedererkennungswert. Und ich bin auch so einer der langsamen, der tiefen Stimme Latino. Also da haben wir eigentlich Ich immer glaube, das ist Brüder. herkunftsbedingt irgendwie. Ja, wirklich. Aber ich habe mir eben auch schon mal überlegt, wenn jetzt irgendwie aus Mal der Brian, weiß ich auch nicht, bei einem Unfall morgen stirbt und so und ich dann einen Ersatz bräuchte, Mhm. dann habe ich eben auch an euch gedacht und Mhm. gedacht, ja, eigentlich müsste ich dann schon Ja, eine Bella voll. nehmen, weil wir sind einfach Ja. zugleich. Es oder? macht Kontrast, oder? Ja, definitiv. Aber es hat was der Brian gesagt hat, dass er eine Stimme hat mit Wiedererkennungswert. Weil ich Mega. kann generell keine Leute nachmachen, die ich kenne. Mhm. Aber yeah, und ich bin der Brian! Das geht einigermaßen. Von dem her, irgendetwas ist an seiner Stimme wirklich ein bisschen außergewöhnlich. Weil es gibt Aha. nichts Schlimmeres zum Nachmachen wie Leute, die einfach nichts Eigenes haben in einer Stimme. Also Mhm. nicht, dass ihr oder so nichts Eigenes hättet in einer Stimme, aber es hat nicht so Ecken und Kanten. Weil etwas, wo Ecken und Kanten hast, kannst du einfach wirklich. Dort hast du etwas zum Aha. Anheben und zum Mitnehmen und zum Mhm. Machen damit. Voll. Ja, Voll. ich mag mich da an eine Sprachnachricht von dir erinnern, wo du eben reinrufst, «Yeah, und ich bin der Brian! Jetzt habe ich es gehabt! Genau jetzt, der ist perfekt gewesen!» Und dann deine Freundin, die hinten reinruft, «Jetzt hör mal auf!» So gut. Einfach zum jetzt da fair sein ihr gegenüber, hat das auch etwa eine halbe Stunde geübt. Ich stelle es gerade so vor, so vor dem Spiegel. So Eine halbe wirklich. Stunde lang auf dem Bett gelegen, so auf dem Sofa gekocht. So. Yeah! Und, nein, warte schnell. Das war nicht. Yeah! Nein, warte schnell. Ja, du musst geschwind etwas. Herrlich. Das ist wirklich der Hammer. Ja, aber das Gute ist, ich meine, ihr habt wenigstens Radiostimmen und keine Radiogesichter, obwohl sie jetzt da irgendwie das Gefühl haben, ihr habt eins, wenn ihr sie hinter der Sonnenbrille verstecken. Sind ja Also- hübsche Buben. Gut, der Brian sieht heute, für alle, die das nicht schauen, nehmt schnell das Handy führen, wenn ihr bei Spotify sind und macht das Bild an, weil der Brian sieht auch aus wie ein Radiomoderator aus den 50er. Aus Australien. Aus Australien. Entweder das oder er will uns durch den australischen Dschungel führen. Ja. Mhm. Mhm. Ja, Also ich für und meinen Teil habe einfach Sonnenbrille an, weil es ist schon hell da drin. Ist mir Gut, nicht das so wohl. stimmt. man muss sich daran gewöhnen auf die Tourlichter im Fall. Ja, das stimmt. Aber ja, Video ist Wir haben halt- das eben nicht bei uns. Mhm. Wir sind in so einem hohen schummrigen Keller und es ist eigentlich eher dunkel. dort drin. Aha. Und, Kein Handyempfang. ja. Habe ich Und eigentlich in einem Loch. lieber, ja.
Aber ich finde, Video ist irgendwie lustig, weiß nicht. Man muss Ja, das probieren. ist mutig von euch, aber eben, dass uns nicht gerade jeder erkennt, haben wir uns die Hand. Geil. Yeah. Soll ich jetzt so arrogant sein und die Frage stellen? Weißt du, so von wegen, weißt, Leute, die jetzt unseren Podcast hören, aber euren Podcast nicht kennen. Als ob es irgendjemanden gibt, der das Ja, ich macht. glaube nicht. Aber egal. Was macht ihr denn so? Stimmt, ja. Stellt mal euren Podcast vor. Also, unser Das macht Podcast- ihr schon die ganze Zeit. Weißt du, wenn ich mich mal erbarme dazu, einen Podcast zu hören, oder? Dann ist es ja meistens euer, weil ich kenne eigentlich keine andere sonst. Und dann. Und dann jedes Mal höre ich, ja eben, weißt du, Brian hat dort das und das gesagt. Und der Josh hat das gemacht dort. So, jawohl, okay. Finde ich geil. Wir machen hure viel Gratiswerbung für uns. Aber ja, sag du vielleicht etwas, was ich noch nicht gesagt habe, was wir machen. Kommt dir etwas in den Sinn? Also eben, wir haben ja den Podcast «Wer bläset was?» ist ja auch nur so erst zweimal da in dem Podcast erwähnt worden. Mhm. Wir reden über Metal. Stimmt, machen wir etwa die. Ja, aber ihr macht wir es reden einfach auch mit- anders wie mir. Das Wir ist- reden auch mit definitiv. Leuten, also mit Gästen auch über Metal. Das haben wir jetzt nicht gehabt, aber ich glaube, wir werden Das ja kommt schon noch auch bei euch. vermehrt Ja. dann auch mit Gästen anfangen. Voll, ja. Und ich glaube, nachher sieht es mehr so aus, dass wir unseren so Gästen einfach so gegenseitig zurühren, oder? Wir spielen Gäste gegeneinander. Also, wir spielen unsere Podcasts mit den Gästen gegeneinander aus. Oh ja. Der eine kommt zu euch und dann trash-talkt er uns richtig und schickt dann bei uns wieder. Dann kommen wir jetzt also richtig ängstlich an. So. Der Brian und der Josh haben gesagt, man wird da genötigt, aber man bekommt Geld. Und wir sagen, das wird sicher nicht. Bei uns gibt es nur Schläge. Aber jetzt gerade würde mich schon interessieren, was ist eigentlich so der Hauptunterschied von diesen beiden Podcasts? Es sind beide eine Struktur, die aber nicht wirklich eine ist, finde ich. Mhm. Also, ihr habt wirklich so fixe Themenblöcke, wie mit Konzert, Musiker-Tinder und so weiter. Ja. Wir machen das nicht. Wir haben ganz am Anfang so ein scheuches Konzept gehabt mit der Intro-Story, die nicht über Metal geht und nachher das Hauptthema, aber haben das eigentlich nach ein paar Folgen verworfen und seitdem uns einfach Wir machen einfach irgendwie spannend. anfangen. Ja, also wirklich so ein paar Punkte, wo man sicher darüber reden wollen, die nicht dürfen vergessen gehen, die wir aufschreiben und nachher geht's los, oder? Mhm. Ja, wir haben, also der einzige Grund, wieso wir die Struktur gebaut haben, ist, weil wir einfach zu chaotisch sind. Sonst kannst du es vergessen. Sonst sind wir irgendwie die ganze Zeit über irgendeinen Bullshit reden, der Ich nicht mein- interessiert. Man sieht es ja auch bei der letzten Folge, haben wir, warte schon, was ist es? Wir haben 2 Themen in den News rein gehabt. Mhm. Und wir haben 15 Minuten geschnurrt und die beiden Themen von den News selber wären die über 2 abgehandelt gewesen. Also, das ist. Ich glaube, ein grosser Unterschied ist vielleicht auch, ihr seid ein bisschen mehr so in der Schweizer Metal-Community-Szene drin. Und wir reden ein bisschen allgemeiner über Metal, halt im Allgemeinen auch, oder? Ja, ja, so was auf der ganzen Welt passiert. Wir haben Ja. nicht einen expliziten Fokus auf die Lokalszene. Mhm. Ausser wenn wir halt jetzt eben gerade einen Lokalgast haben oder Mhm. so, oder? Aber macht ja auch Sinn. Ich meine, wir haben jetzt leider nicht irgendwie einen James Hetfield oder so. Ja, aber man Als hat auch Gast. schon Leute gehabt, die von Europa-Tournee waren. Also, Ja. Leute, weißt du, die mit Cannibal Corpse auftreten. Wir haben mal den Megadeth-Bassist als Gast gehabt. Ja, aber das ist ein Fehler. Alter, weißt du, wie verwirrt wäre der James Hetfield, wenn er reinläuft und das Erste, was er hört, ist der Brian, der einfach so «Yeah!» sagt. Und dann will gerade der Lars Ulrich um die Ecke kommen, der Brian so ein Ding ankleppen, so «Puff, $250.000. Los!» Aber ja, dann hat ihr etwas gesagt, eben das mit der lokalen Szene. Also das habe ich eigentlich sehr gut gefunden von euch, oder, dass ihr irgendwie Local Künstler irgendwie im Podcast gebracht habt. Und dass mir quasi nachher ein bisschen einen Einblick in ihre Erfahrung und wie sie dazu gekommen sind. Das habe ich mega cool gefunden, finde ich mega spannend. Weil ich bin halt so ein Underground-Nerd, oder? Ich meine, ich wollte irgendwie von jeder Band, der Gitarrist dort ist ja früher noch in die Band gewesen und so. Bands, die wenig Leute kennen, oder? Aber da ich in der Mitte von der Szene bin und wir alle eigentlich, ist irgendwie so spannend zu vergleichen. Oh ja, der hat ähnliche Erfahrungen gemacht wie ich, oder so, das ist ja gut, jetzt muss ich probieren. So, ja, eben. Das habe ich eigentlich cool gefunden, wo ich bei euch im Podcast war. Und auch, weil ich auch hören. Aber ihr redet auch viel von internationalen Themen, was auch spannend ist, weil ich höre so schnell wirklich, weil ich meine, die Metal-News-Dings sind alles Bullshit und Clickbait und Ja. Ja, also. Was ich dort noch speziell gefunden habe, die Episode, wo Destruction, so während Corona, das allererste größere Konzert gespielt haben, war im Z7 gewesen. Mhm.
Und das habe ich zuerst eben in den amerikanischen Medien gelesen, bevor ich es irgendwo in 20 Minuten oder so gesehen habe. Also wirklich Blabbermouth und laut, weil so, hey, Destruction macht das Konzert, es gibt wieder Konzert. Ist das dort, wo wir auch dabei waren? Ja, dort sind wir gegangen, voll. Ich glaube, das ist schön der erste Konzert war auch so irgendwie eine HC-Band in New York oder so, oder wo es richtig einer der ersten Konzerte war. Richtig so, eben alle mit Masken und Ja, aber so. das ist ein Jahr später im Fall. Ist ein Jahr Ja. später Weil gewesen. das andere Ja, ja. ist, Ist das, im was ich meine, 20 ist zwischen deinen 20? Ja. Ah, Aber okay. ist da Eben. nicht noch Steel Panther gewesen, der da irgendwie irgendwelche Konzerte mit in der Pandemie gemacht hat und einfach dafür für noch mehr Corona-Fälle gesorgt hat? Irgendwie. Wüsste ich nicht, aber es ist Hätte wirklich eben in gemeint. den Medien darüber berichtet worden, wie so die erste Band war, so ein bisschen mit Rang und Namen. Immerhin Destruction, die kennt man. okay, ja. Ja. Das ist Destruction, eine Schweizer Band. Nein, aber es sind Deutsch. von Lörrach, also mega nah an der ja, Grenze. okay, ja. Die haben es näher Ah. auf Pratteln als irgendwo auf Freiburg oder so. Also, habe ich nicht gewusst. Oh. Habe ich nicht gewusst, ja. Ah, krass. Brattle. Wie lange steht das vor der Z7 jetzt eigentlich noch? Weil das wird seit ich es kenne abgerissen. Ja, es hat wird doch nie jetzt wieder abgerissen. geheißen, dass es weiter bestehen bleibt. Also die schaffen es immer irgendwie. Geil. Ich glaube, die kommen einfach immer, es ist immer so, irgendwann so eine Deadline und sie schaffen es immer ganz so, noch schnell so durchzukommen. Okay. Aber hey, geniessen wir es, solange das Z7 noch existiert, weil ich finde es eine hure geile Location. Bring den Rant. Mhm. Okay. Ich ist ja weiss ja geil. deine Meinung zu dem. Ist, Sag mal, ist, erzähl. ist ein Dings ist für eine andere Episode, oder? Für spät. Nein, Jetzt würde es mich schon ich interessieren, finde, was... Z7 ist einfach zu weit weg. Es ist Ja. zu weit im Kraut draussen. Es ist eine viel zu grosse Location, für das so im Kraut draussen ist. Mit ÖV ist beschiss. Du kommst nie hin. Es spielen nur immer Emil-Bulls dort, weil sie einen Door-Deal haben oder so etwas. Außer das letzte Mal, wo sie abgesagt haben. Ja, Ja. Weißt du, wieso hat es abgesagt? Ah. Weil keine Tickets verkauft worden sind. Also ich weiß es nicht hundertprozentig. Anscheinend. Von wo sollte ich es wissen? Aber ich nehme es mal an. Weil, Mhm. ja, ich meine, Emil-Bus, die würden Werk 21. Mhm. Wenn ich jetzt müsste buchen, wenn ich jetzt so ein Booker wäre, würde ich die ganz sicher höchstens ins Dynamo stecken. Ja, In der Schweiz. allerhöchstens. Aber dort hättest du dafür dann auch eine Crowd. Dort wär's das ist doch doch voll, viel aber sie können geiler nicht. als... Ja. Z7 hat doch 1600 Plätze, oder? Mhm. Habe ich gemeint. Und wenn dort... Es gibt easy viele Konzerte, wo so 200-300 Leute sind. Mhm. Ja, ich Ich habe weiss ja wirklich noch, das Gefühl... wie ich im Z7 Textures geschaut habe mit 13 Leuten. Eben, 13 Gäste im Z7. Es ist Aber einfach, Textures, Wow. Mann. es ist einfach im Das ist geil. Kraut draussen. Ich Ja. meine, es ist quasi in Basel. Ja. Aber in Basel hat es ja Locations. Ja, voll. So, Und Dann in Basel kommst du ja mit dem ÖV. eben, dann, wenn wir schon dort rausfahren, gehen wir doch gescheiter gerade auf Basel. Ja, schon. Hat was. Gut, So, da würde es mich halt ist- noch Perspektive interessieren von einem, der halt eher von dort herkommt. Mhm. Ja, also mein Problem mit dem Z7 ist ja, dass hauptsächlich einfach so Boomer-Bands dort spielen. Ja, ja, das Also für- immer mehr auch. Für das ist es ja okay. Weißt du, Ja, von mir weil- aus können die alten Leute, die genug Zeit haben mit dem Auto, dort können rausfahren, die können von mir aus dort go Chakra Rage und und Rage Hammerfall. und Hammerfall und alles schauen. Das können sie ja von mir Ja, aus ich machen. habe dort Bring Me the Horizon mit Beartooth. Boah, ey, dort bin ich auch Du bist gewesen. Das auch ist dort richtig gewesen? geil gewesen. Aha. Wir sind auch dort gewesen. Ja, dort haben wir uns gar noch nicht gekannt. Nein, Alter. eben. Also ich weiss einfach, wie ich bei Paris hat dort gespielt. Ja. Friss. Oh, Friss. Habe ich verpasst. Und da bin ich einfach die ganze Zeit draussen gestanden und Pommes fressen. Nein, Paris ist einfach meine Lieblingsbands halt. Aber dort ist Ich voll. finde es voll kacke. Dort ist einmal eine von den wenigen Mal, gewesen, wo ich den Butch in Action erlebt habe. Gibt's das? Beartooth, wir sind so nebendran gestanden. Schomo kommt auf die Bühne. Butch einfach so, Alter, wir gehen jetzt. Und rührt mich so im Pity. Und ich so, what the fuck is going on? Aber wer hat sonst dort noch gespielt an diesem Konzert? Ja, eben, Friss. Dort war schon Paris gewesen. Ja, PV, also die mit Dann dem habe Umdrehen ich an. die dort noch nicht gekannt. Scheiße. Beartooth. Aha. Beartooth. Berti. Und Bring Me the Horizon mit dem Schirmli-Album. Ah der ja, Throne, was unter Throne, dem nicht? Schirm regnet. Ja. Aha. Das Konzert habe ich auch hure kacke gefunden. Nein, das habe ich recht gut Das gefunden. war gut gewesen, ja. Ich meine, das Ich ist habe die lieber Zeit, bevor Pommes sie so gegessen Mainstream geworden sind, oder? Ja, das ist der, gewesen, Ja. was Mainstream wurde. Oh, ist der gerade Album. was Mainstream Jetzt sind sie geworden richtig Mainstream geworden. Ist das Dann das Album- Album drauf ist das gewesen, was in den britischen Charts einfach Ja. oben in Ist das Album nach St. Eternal gewesen, nicht? Amo. Das nach St. Ja, Ah, ja. St. Das Schirmli-Album ist nach St. Eternal. Oder? Ja, genau. Eines von meinen favorite Memes. Ich glaube, es ist ja gerade dort, dann ist gerade back, sind sie ein Mainstream geworden. Genau, also mit Throne haben sie dann, dort haben sie dann quasi am Reading und so mal größere Slots gespielt Aha, mit dem aha. Album mit St. Eternal. Und, nein, mit St. Eternal haben sie ja schon größere Shows gespielt. Dort haben sie, Mhm. glaube ich, schon im Alexandria Palace gespielt oder so. Und nachher haben sie That's the Spirit rausgebracht. Und das ist ja Mhm, eher so ja. ein bisschen. Dort haben dann alle. Dort, wo ich noch Tinder hatte, wo alle Tinder-Mädels dann das Gefühl boah, du hörst
hey, los ist was so Metal und so, Bring Me the Horizon. Ich so, ja, voll. Jetzt machen wir das jetzt. Asking Alexandria. Nein, aber das ist dort, wo alle Hipster-Chicks angefangen haben, Bring Me the Horizon, also wegen dem Schirmli-Album. Das ist ja nicht schlecht, das ist ja voll gut. Weil das Ding ist, ich habe dann gesagt, okay, jetzt machen wir einfach mal Folgendes. Jetzt hörst du einfach jedes Album, jetzt hörst du das neueste Album von Bring Me the Horizon zweimal. Dann nimmst du das vorherige Album und hörst es zweimal. Dann nimmst du das vorherige Album und hörst es zweimal. Und plötzlich bist du einfach bei und das ist geil. Finde ich gut. Finde ich gut. Ich muss wirklich gut. sagen, Bring Me hat mir die alten Sachen auch nicht gern. Ich nicht. bin kein Fan. Nein. Erst mit den neuen poppigen Sachen, das war das letzte Ja, Album. viel besser. Sorry, wow. Aber ja, Ah ja, das letzte Album Das haben wir auch ganz im neue Zeug finde ich auch geil. ich auch, Das ja. haben wir im Studio die ganze Zeit gelost. Ja. Ich warte schon, ich mache jetzt, ich habe den Clickbait-Titel. Ich Mhm. habe den Titel für unsere Folge. Drop it. Ich habe einen. Bring the Hate. Achtung, sind ihr parat? Title Drop. Hebt die Hände auf, der Hate kommt. Meiner Meinung nach ist Bring Me the Horizon jetzt das, was Linkin Park war früher. Ja, das ist eine gute Idee. Ist das ein Title Drop? Nein, das ist meine Meinung dazu. Wir müssen nachher den Titel raus- Ja, hure antiklimatisch. wir müssen den Titel nachher herausfinden, aber das ist das, was uns jetzt der Hate bringt. Weil ich höre es jetzt schon alle. Nein, Linkin Park ist im Fall viel innovativer gewesen als Bring Me the Horizon. Linkin Park hat im Fall viel mehr gemacht für Metal wie Dings. Jawohl, aber das haben alle, genau die Aussagen, haben alle zu Linkin Park schon gebracht, wo Linkin Park so gross war. Und die Sache ist, alle Nu-Metal-Bands nach Linkin Park anfangen nachmachen und Bring Me genau gleich in der Stimmt. Metal-Welt. Ja, Absolut. voll. Aber Und weißt du, wie Wohl viele neue kontroverse Leute, Aussage, weißt du, wie viele Mann. neue Aber Leute wahr. bringt Linkin Park in Metal rein? Bring Me the Horizon, sorry. Ja, Ja, Linkin Linkin Park. Park auch, also sind wir eben. ehrlich. Ja, wirklich. Sie sind die wie heißen die? So Brückenbauer. Gateway Bands heißt Gateway Bands, Mhm. genau, voll. Aber jetzt bin ich überlegen, ihr habt unsere Fragen nicht geantwortet. Also wir haben einfach off-topic gemacht. Ich wollte mal eure Backstory persönlich auch ein bisschen... Nicht nur vom Podcast. nein, allgemein von euch, weil ich weiss, du hast auch spannende Hobbys, und spannende Interessen. Also, Du willst über uns als Person etwas erfahren? als Person auch, ja, als Person auch. Nein, also voll, wir voll. zwei persönlich nicht, aber die Leute, die hören. Ja, Okay. ich glaube, Weiß nicht, ob das ihr seid ja interessiert. ihr seid ja mittlerweile Promi-Podcaster in der Metal-Szene da in der Schweiz und wir wollen euch näher kennenlernen. Ohne Oh. Scheiß, ich wollte das Shirt mit dem Brian drauf, und so aussieht, wie er jetzt aussieht. Ja, fix. Also das Shirt würde ich auch anlegen. Aber dann würde ich einfach hinten dran draufschreiben, einfach anstatt Brian würde ich einfach Brain schreiben. Yes. Der Brain. Hey Brian, was haltest du davon, wenn wir so T-Shirts von uns drucken lassen? Dann leist du ein T-Shirt da mit meiner Fresse drauf und ich eins mit deiner Fresse. Unbedingt. Gefällt mir. Und nachher machen wir ein Foto von dem und das ist Shirt-Foto. Alter, das ist eine riesen Marketing-Idee. Dann kaufen wir das als Merch. Ja. Aber jetzt, willst du anfangen? Ich weiß nicht, wo anfangen. Ich eben auch nicht. Also, Okay. Machst du so wie... Okay, ich gebe euch so einen Weißt du noch- Zeitpunkt, Nein, 13. ich habe eine Idee. Weißt du noch, die altmodische Single-Shows, wo irgendwie so Bachelor number 1, he likes golfing. He is into classical music und so. Oi. voll, also so eine kurze und knackige Introduction und so. Ein bisschen von der Vergangenheit und Interessen und Zeugs. Ja. Ja, wo fange ich da? Also mich kennt man ja nicht nur aus dem Podcast, Aha. sondern ich bin auch sonst schon ein bisschen in dieser Szene ein bisschen unterwegs gewesen, so die letzten 8 Jahre. Aha. Fuck. Hm. Ich habe ja bei Sacrifice in the Scythe habe ich gespielt, so eine Band, die so HC Thrash Metal gemacht hat. Die hat nur bis 2019 existiert. Absolut geile Musik. Mhm. Ich habe es geliebt. Und ich meine eben, ich glaube, auch in diesem Rahmen haben ja wir uns kennengelernt. Also ich weiss, wir haben auch Gigs gehabt mit Versus, auch mit Whiteout. Mhm. Da kommt mir da die Wall Street Bar in Zürich in den Ja, Sinn. ja, So eine ja. hure kleine Kack-Location. Dort haben wir uns zum ersten Mal Ich habe gesehen. letztens ein Video von dem gefunden. Also, Ah ja? Eine HC-Band in der Wall Street Bar. Ja. Unglaublich. Aber nicht Dienstag. Aber jetzt ist eigentlich. Ja voll, das ist einfach so mitten in der Woche. Mhm. Mann. Mhm. Ich Ja, habe mich so angeschissen zum DC, aber ja. irgendwie ist es schon lustig gewesen. Ja, mit Sacrifice halt ganz viele Gigs gespielt. Hast du jetzt gesungen? Gegen den Schluss habe ich angefangen, so Screams zu machen. Ja. Aber gesungen hat dort ja der Mike Ja. Lehner. Indirekte Frage ist, was spielst du? Aha. Ich muss schaffen. Brian hat mich ja Name drop. ich muss schaffen. Ich bin der Schlagzeuger gewesen in dieser Band. Ja, okay. Nein, ich habe Bass gespielt. Und
Ich sage es eben nur, weil er hat mich mal mit dem Schlagzeuger von das Ja. Wasser wechseln kann. Ja, das stimmt. Aber Aber ja. die haben in meinen Augen und mit meinem Pegel auch gleich ausgesehen. Also es ist Wir fair, haben eine weil ähnliche Frisur. Also, da kannst du jetzt ja, gerade nicht... in es dieser gibt Zeit haben wir beide wirklich die gleiche Frisur gehabt. Und ich habe euch hier noch nicht wirklich gut gekannt. Es gibt ein Foto mit ihnen beiden, mir und dem Sticks, der jetzt bei Heathen Heretic singt. Mhm. Und wir sehen alle 4 genau gleich aus. Ohne Scheiß. Das wäre ein geiles Foto. Das habe ich ja gerade letztens wieder Ja. angeschaut. So lustig. Ja. Nein, ich habe dort Bass gespielt und ja, was haben wir gemacht? Wir haben 2 EPs rausgebracht, kann man auf Spotify hören. Ja. Ist geil. Dann bin ich später dann auch noch bei With One Word als Mhm. Bassist reingekommen. Der ist eigentlich als Aushilfe, aber dann haben sie mich halt einfach behalten. Mhm. Dann sind wir auch noch zusammen auf Tour gegangen in Russland. Stimmt. War auch eine geile Ja. Zeit gewesen. Und auch dort haben wir, glaube ich, auch schon Dort, wo es noch sicher auch cool mit war. Whiteout. Back when Russia was Also dort, wo cool. Russland noch cool war, ja. Dort, wo noch ein Steffen. Nein, aber ich glaube, da haben wir auch zusammen Gigs gehabt mit Whiteout. Mhm, Ziemlich mhm. sicher. Ja, ich weiss noch im Kiff. Nein, weißt Also im Kiff war noch mit Swals. Das war Whiteout, Swals, Helvetica und noch ein paar andere Safe Bands. Last Breath. Richtig. du? Ja, ja. Impact Voll. of Tia. Wie viele Bands sind das gewesen? Viel. Das war auch eine EP-Release-Show. Es war insane, gewesen, wie viele Bands da Ja. waren. Aber es war so geil. Ja, das ist lustig. Ja, Mann. Ja, und eben, eigentlich durch With One Word bin ich auf die Idee gekommen, einen Podcast zu machen. Wirklich? Also wir haben da mal in der Band mal so eine Sitzung gehabt, wo es darum gegangen ist, so, dass ja nicht nur die Band soll irgendwie auf Social Media aktiv sein, Mhm. sondern dass vielleicht eben auch die einzelnen Leute Mhm. irgendwie etwas könnten machen. Irgendwie einer könnte einen YouTube-Kanal starten, ein anderer könnte einen Podcast machen. Und wo ich dann die Idee gehört habe, habe ich so gedacht, so, Podcast? Klingt ja eigentlich noch spannend. Interessant. Und dann habe ich zuerst eigentlich einen von der Band gefragt. So, hey, wollen wir zusammen einen Podcast machen? Mhm. Die Antwort war gerade, nein, Mann, sicher nicht. Und dann bin ich halt dort rausgelaufen und habe mir so überlegt, so, ja, wer könnte ich jetzt als Podcast-Partner nehmen? Ist er Lex gewesen? Natürlich, wäre es Ich tue jetzt da keinen Namen droppen. Okay. Aber ja, dann ist mir als erstes Shoutout, Brudi. der werte Herr in den Sinn gekommen. Und dann habe ich ihm mal geschrieben, so, yo, hast du Bock auf einen Podcast zu machen über Metal und so. Hat es eigentlich etwas mit dem Namen zu tun gehabt? Hä? Ich habe den gleichen Vornamen wie der Lex. Stimmt. Was habe ich nicht gewusst? Ich weiß halt nicht, ob er möchte, dass das andere Leute wissen. Ja. Aber vielleicht ist da ja der Zusammenhang gewesen. Ich weiß doch nicht. Keine Ja, Ahnung. ist ja Auf gut. jeden Fall, ich habe dich dann einfach gefragt. Eigentlich mehr wegen deiner Stimme. Ja, stimmt. Und, Aber du hast in dem Fall wirklich den Talent erkannt, schon früh. ja. Also eben, es war halt wirklich der Gedanke gewesen, von wegen Stimme und so. Und Mhm. dann habe ich gedacht, eben, der Brian hat so eine andere Stimme als ich. Mhm. Schreiben wir ihm einfach mal, da kann ich ja immer noch Nein sagen. Und seine Antwort war, you son of a bitch, I'm in. Wirklich das Foto Das vergisst ich nie. You son of a bitch, I'm in. Hast du die Sprachnachricht? Es war ein Text. Gewesen, Oh, ja. Weißt du das Meme vom Morty, von Rick and Morty? Mhm. You son of a bitch, I'm in. Ja, und wir sind gerade letzte 2 geworden. Diese Woche ist der Podcast Wer blässet was 2 geworden. Ja. Er ist 2 Jahre alt. Oh, das gibt es seit 2 Jahren. Ja. Wir feiern es jetzt da. Zum Wohl. Cheers. Auf uns. Cheers! Yeah. 2 Jahre, Junge. Jawohl. Damn. 2, das heisst, die 16 sind ja legal. Hä? Mhm. Jetzt sind wir am Zahnen oder so. Ist auch geil. Ja, Ja. also dann zu meiner Wenigkeit. Ich kann. Du kannst nicht mit diesen Kleidern da hocken und behaupten, du sagst eine Wenigkeit. Du bist definitiv eine Vieligkeit. Ich muss ja noch schnell abschließen, wenn Ja, ich ja schon excuse. von Bands rede. Also bei With One Ja. Word bin ich ja gar nicht mehr dabei. Mhm. Da bin ich rausgegangen, weil oder während Corona ist halt allgemein sind alle Leute ein bisschen sehr gereizt. Sind gewesen. viele Bands irgendwie auseinandergegangen, Corona? Ja. Ja. Also Corona hat uns halt dort auch recht zugesetzt Mhm. und hat dann zu internen Spannungen geführt. Und Mhm. bin ich dort rausgegangen, dafür bin ich jetzt bei Exhortation auch Mhm. am Bass. Ja. Und ich habe noch ein anderes Projekt, das ein bisschen mehr in Grunge geht, Mhm. und aber noch in den Startlöchern ist. Das ist immer noch im Aufbau. So, und da ihr ja gut drin sind, Musiker drin zu pressurisen, da ein bisschen Sachen zu sagen, was so von wegen, früher ihr jetzt einmal etwas raus oder so, kommt da mal etwas?
Ich höre, dass du ein Grunge-Projekt hast seit etwa 1,5 Jahren. Kommt Ja, da 2 jetzt Jahre. mal Ich etwas? würde sagen, in 5 Jahren Okay, das ist gibt es gut. einen Release. Gut, fair, das ist dann super. Wenn es dann Nice. gut ist, ist okay. Also wir haben uns als Ziel gesetzt, eigentlich das Jahr Dürfen wir euch gerne rauszubringen. sein? Also. Schlimmer als Ja, Necrophagist, Alter. Ihr habt es zuerst gehört. Wir haben es da zum ersten Mal gehört, ja. Ich habe es da zum ersten Mal gehört. Dieses Jahr kommt etwas vom Josh sein Projekt, wo keiner eine Ahnung hat, wie es tönt, wie es heisst oder was es ist. Weil ich habe Ich weiss gehört, es selber im Fall auch Mitglied nicht. ist. weil ich habe gehört, ist Grunge, aber irgendwie haben die einen Black Metal Song gemacht oder so etwas, weißt du? Ein Power Violence Song. Und ich habe Stimmt, ihnen gesagt, der, genau so müsst ihr tönen. Wir haben irgendwie alles gemacht, außer Grunge. Ja. Ja. Ich glaube, wir müssen zuerst mal herausfinden, was Grunge überhaupt ist. Oder so. Ja. Keine Ahnung. Eben, der Mike hat ja die Theorie aufgestellt, dass dank Heroin noch nie jemand auf einer Jazzmaster Jazz gespielt hat. Von dem her, es tönt so, als ob er wüsste, was Grunge ist. Ich habe Frage dich mal. verstanden den Witz immer noch nicht. Kurt Cobain hat auf einer Du hast schon Jazzmaster probiert, gespielt. zu erklären. Ich glaube, das kommt nicht mehr gut. Jawohl, also. Ich bin der Brian. Ja. Und Hey Brian. Was blastisch du? Deine Mutter. Nein, ich wollte jetzt sagen, das Hobby, das ich schon am längsten habe in meinem Leben, ist Skirennen schauen. Ich liebe Skirennen schauen und ich tue das sehr gerne immer wieder sagen, weil das die Leute so vor den Kopf stehen. Was ist Skirennen? Skirennen, Ski Alpin. Skifahren. Skifahren, Bergtour ab. Die den springen. Weißt du, Ah, Nein, nicht die Skispringen. Rennen. Bretter an Skirennen. den Füßen, wo die Leute einmal haben. auf Die, dem die Schnee. so Kurven mit dem Fahren und ab und zu einen kleinen Sprung und so und dort Stangen. Können und sie sich dort zusammen Tor. schlagen und ziehen? Nein, das ist Skicross. Das ist schon geil, das ist schon Ja, geil. wirklich grad, also das Hobby habe ich wirklich schon seit den 90er und ich habe nicht besonders viel von den 90er miterlebt. Ah, Und ja. gerade heute habe ich wirklich den Super G von Bormio geschaut. Das war der Hammer. Dann gehe ich noch gerne Okay. Hockey schauen. Neuerdings treffe ich dort einmal auch einen Bella, seinen Bassist. Ah. Immer amüsant. Und zum Metal gefunden habe ich eigentlich so in der Pubertät. Irgendwie bin ich so ein hässiger Teenager gewesen und halt irgendein Ventil gebraucht. Edgy. Ja, Ich kann mir nicht vorstellen, der Brian Hassig. ja. Das geht gar nicht. Du Ah, bist doch. ein Kind im Kunstunterricht, der einfach schwarz immer genommen Ja. Nur Zeichen, Regenbogen, schwarz. Ja, und dann habe ich das so entdeckt. So nah auch mit Black Sabbath angefangen, ähnlich wie du. Ich habe nicht mit Black Sabbath angefangen. Ja, ich habe aber- Black Sabbath eben spannend Ah, erst kennengelernt. Ich habe das okay. ich habe sie mir mit 21. Geburtstag umeinander habe ich sie gesehen, aber ich Okay. finde es erst seit 5 Jahren so wirklich geil. Krass. Ja, fair. Nein, ich habe wirklich Black Sabbath, Celtic Frost und Big Four sind so, und Motorhead sind so die ersten, gewesen, die ich gelost habe. Celtic Frost schon vom Anfang an. Ja, voll. Das ist mega lustig. Der Tom Warrior wohnt bei mir in der Nähe. Ich sehe ihn einmal im Mikro und so. Nicht mal fragen, ob er zu unserem Podcast kommt. Oh, 100%, Junge. Ja, ich könnte schon, aber irgendwie habe ich Schiss, dass er, keine Ahnung, mich aufspießt oder so. Ah, nicht. Kopf abreißen und so neben der Ananas. Ja. Er hat schon eine intensive Aura. Ich habe auch so Sehr. und einen Podcast sogar mit ihm gelesen. Und ist so, er ist ziemlich intens. Oh ja, also der würde uns, glaube ich, überfordern. Das können wir dann irgendwann machen. Ich fände es lustig. Ja. Ah, so gut. Nein, die habe ich wirklich verdammt früh entdeckt, so mit 15 oder so. Krass. Und hässig. Welche Songs würdest du sagen, könntest du empfehlen für jemanden, der das vielleicht nicht so viel los? Celtic Frost jetzt? Mhm. Der absolut beste ist Circle of the Tyrants. Okay. Das ist ein Wahnsinnssong. Also, Mhm. sie nennen es ja Avantgarde Metal, weil es Ja. irgendwie seiner Zeit voraus war. Und das trifft auch absolut zu. Die Musik ist zeitlos, was sie machen. Also, den Song kann ich dann hören. Weil ich habe so ein bisschen. Ich kenne es. Mhm. Ich habe mal ein paar gelost. So der eine, der in YouTube mega viel Views hat. Ja. Der, wo so in seinen Schnee oder so sind. Oder Ja, was? Dying God Coming into Human Flesh. Ja, wahrscheinlich. genau. Oder? Ja. Genau. Ich muss ihm mal nochmal eine Chance geben. Ist so wie mit Siren Ardor, habe ich genau das gleiche Problem gehabt. Ich habe es nicht verstanden, wie es mal Klick gemacht hat, wo du mir mal Videos geschickt hast. Und das war letztens noch, gewesen, wo ich nicht verstanden habe. Sleep Token ist glaube ich auch noch gewesen. Ein Sleep Token habe ich auch noch ein Video gebraucht, um wirklich reinzukommen. Malevolence eigentlich auch. Ja. Aber jetzt muss ich jetzt Celtic Frost nochmal eine Chance geben. Und das Unbedingt. Mhm. Ja. Ich meine, es sind Legenden von der Schweiz. So. Ja, bis jetzt war es nicht mehr so gross gewesen wie die. Eben, ja. Ja. Yeah. Elo80 vielleicht Ja, so ich knapp. wollte sagen, Ja, Elo80. also knapp vielleicht, Mhm. ja. DJ Bobo. Ja, schon, aber der ist Ah, aus der der macht Konkurrenz. Konkurrenz. Er hat gemeint von Metal. Also von nicht Metal hätte ich gesagt DJ Bobo. Popquiz. Wer ist der erfolgreichste Schweizer Musiker? Oder Musikerin?
Also an Album-Sales gemessen? Einfach generell, wenn du auf Wikipedia schaust, welcher Ellen Fischer Musiker Schweizer? oder Musikerin Nein. ist der erfolgreichste Schweizer Musiker. Beatrice Egli. Francine Jordi. Ist es überhaupt Schlager? Tina Turner. Ja, okay. Ja. Macht Sinn, ja. Voll, ja. Stimmt, sie hat den Schweizer Pass. Sie hat vor allem keinen amerikanischen Pass mehr, darum ist sie nur Schweizerin. Ja. Ich bin mal vor ihrer Hütte gestanden. Ich habe ja mal bei der Post gearbeitet. Und einfach in ihrem Fenster schauen. Und du hast gefragt von Frau Turner. Was ein dummer Name. Also Tatsache, es ist nicht mal Turner gestanden am Briefkasten. Mhm. Es ist ein anderer Name gestanden. Aber auf der Post ist natürlich überall gestanden, Mrs. Turner und so. Mm. Und zweimal habe ich dort die Post gebracht. Einmal war niemand rum. Und beim zweiten Mal hat ihr Mann aufgemacht. Jo, was? Wer- Du hast wer- dort wer ist ihr geläutet und dann ist dort jemand aufmachen und Ja. du bist nicht von irgendwelchen Securities abgerapscht oder Ja, ich Nein, schreibe einen Brief, überhaupt Bruder. Oder ein Paket. Bro, Ja, stimmt. bei der Post Ja, musst du aber das Geile war, der macht da Türen auf. Mhm. Also es ist so ein riesen Tor, oder? Und dann sehe ich einfach in so einen riesigen Wald rein. Und dann ist da so eine kleine Hütte dort. Und er dort gerade mit seinem Auto vorne dran. Und ich denke zuerst so, ja, Moment, das ist die Hütte. Sie wohnt doch sicher nicht in dieser kleinen Hütte. Und dann sagt er so, ja, das ist eigentlich nur so eine Art wie so ein Gartenschuppen eigentlich. Dann habe ich dann mal eben auf Google Maps dann später Aha. geschaut. Das ist wirklich eigentlich fast eine Hure weit rein, in den Wald rein. Und dann, wenn du den Wald überquert hast, dann kommt die erste Villa, die am See ist. Fast. Und Schon irgendwie, geil. Life of the Rich and Famous. Ja, ja. Gut, ist die noch ein ist, spannender Einblick gewesen. Ja, die ist ja. wirklich rich and famous. Oh ja. Ja. Was hat sie gemacht? Tina Turner. Hat sie den Christmas? Nein, das ist andere. Nein, Christmas aber Song zum Beispiel der Song, den auch Status Quo auch rausgegeben haben. Ich weiss nicht, wer von ihnen hat ihn zuerst rausgegeben hat. Rocking All Over the World. Ja, Das ist doch sicher Rocking Status All Over Quo the zuerst. World ist aber nicht Tina Turner. Aber einen haben es beide rausgegeben, ist nicht der gewesen. Ich glaube eben nicht. Rolling Ich glaub, on the River? der Zusammenhang, den du hast, ist glaube der John Fogerty von Creedence Clearwater Revival. Ja. Der hat nämlich Rocking All Over the World geschrieben, Mhm. hat es nachher als Status Quo verkauft. Aha. Aber er hat ja auch für Creedence Clearwater Revival Proud Mary geschrieben. Mhm. Das ist durch Tina Turner berühmt worden. Okay. Ja, ich habe gewusst, sie haben Facts. irgendeinen gemeinsamen Song. Okay. Ist so Tina Turner ist ein Name, wo du okay, weißt, okay, ist famous, weiß aber nicht warum. Oder sie singt wahrscheinlich. Sie- Simply Ja, the sie ist der Best ist grösste- ein bekannter Es Song ist von ihr. eine der grössten Popstars gewesen. Wahrscheinlich, wahrscheinlich Ja. habe ich die Songs Ja, gehört. irgendwie. Ganz Und du weißt einfach nicht, dass von ihr sind. Der. Ja, Ja. sagt etwas. Mehr fällt mir Yeah. nicht. Aber es würde mir gerade 8 einfallen. Ich bräuchte einfach 10 Minuten und das Handy. Musst du schon mal schießen? Nein, es würden mir 8 Songs einfallen. Ich brauche einfach 10 Minuten Zeit und das Handy. Ah, okay. Ja. Nein, aber sonst, eben, habe ich jetzt mal meine Hobbys gezeigt. Und was gibt es noch zu Hast sagen? du gar noch Genau. nicht. Doch. Es fehlt etwas. Oh, auf was willst du raus? John Cena! Ah ja! Genau. Ich bin Wrestling-Schiedsrichter. Mhm. Auch noch ein spezielles Hobby. Was ist interessant ist, das hast du auch vergessen. Ja, verrückt. Ja, ich bin da auf das am Warten gewesen. Am 11.02. und am 22.04. haben wir wieder eine Show in Rohrbass. Kommt! Oh, oh. Jetzt habe ich mal geschwind Werbung gemacht. Geil. Ich habe letztens mit der Freundin gesagt, wir müssen unbedingt mal den Brian Ja. Alter, ja, gehen wir. Gehen wir. Yes. Geil. Yes, yes. Okay, wenn ihr Aber geht, warte schnell, ist komm ich das auch mit. Gehen wir, Ist gehen nicht das Problem, dass die Wrestler dann meistens weniger Fame haben wie du? Ja, voll. Das ist effektiv ein Problem. Ich habe einen Schein einmal, wenn ich reinkomme. Das ist schon Gell, krass. der Sticks macht auch noch, oder? Ja, jetzt nicht mehr. Er hat Nicht mehr? lang aktiv gemacht, aber jetzt hat er gesagt, er will sich halt nur noch auf die Band Ja, es konzentrieren. läuft auch. Ja, aber es läuft mega. Aber es ist auch geil gewesen. Weißt du, ein Wrestler hat wollte so ein Heel werden, ein Böse werden, aber es hat so niemand gemerkt, weil alle mich am Anführen waren. So Zeug hat es wirklich auch schon gegeben. Also, sagen wir nochmal die Dates, klar und deutlich, dann können wir Werbung Also, machen. 11. Februar und 22. April. In Okay. Rohrbass. Rohrbass ist in der Nähe von Embrach. Der Bella kennt sich aus in dem Ecke. Bronx, Weißt du das? meinst Bronx, ja. Nähe Mann. Zürich. Ja, von Zürich Richtung Bülach Bülach und noch ein bisschen weiter. Okay. Ja. Okay. Genau. Aber mit dem Auto gehen. Ja, ja. Genau. Auf jeden Fall, das ist auch noch ein cooles Hobby, stimmt. Aha. Und ich bin Völlig vergessen. ich bin hure lang so ein Thrash Metal Jünger gsi Mhm. und so vor allem Slayer, habe ich hure oft gesehen. Und irgendwann hat es gedreht zum Death Metal und jetzt bin ich einfach schon wirklich seit 5 Jahren sicher, bin ich in einer riesen Death Metal Suchte. Wir sind da im Überlegen, wie wir dich roasten können oder Aha. euch roasten könnt. Und was hast du gesagt von Brian?
was ihre Musikgeschmack. Es muss immer etwas mit Genitalien zu tun. Ja, Brian sind nicht. Also nicht zwingend mit Genitalien, aber mit Anal Föten. Vomit. Genau, Und, eins ist was ich Oral kann, ist einfach- Fistfuck. Die sind cool. Einfach Und- Hauptsache, die Musik ist ja, die Musik verstehst du eh nicht, das ist sowieso scheißegal. Ja. Hauptsache es hat Busy und Gacki im Namen, das habe ich gesagt. Ja, Das ist oder eben etwas in die Richtung. Fetus. Also ich Voll, bin ja, ohne Dying Scheiß, Fetus, ja. ich bin gerade hure viel Dying Fetus und Devour the Fetus am hören im Moment. Jetzt wollte ich mal googeln und schauen, wie viele Bands mit Fetus im Namen haben und welche von denen spielt nicht Take Death. Oder Brutal Death. Brutal Death, sorry, ja, ist recht, ja. Oder Slam. Ja. Ja, Mann. Und Arkspire, bist du Arkspire am hören? Habe ich auch gerne. Die habe ich mal glaube ich, habe es mal gesehen im Werk zu Baden. Oh, ich muss sie dir mal live sehen, Ja. das ist so geil. Das ist wir böse. haben die beide schon mal gesehen. Ja, Zusammen. nein, das wäre mit Revocation gewesen. Das Konzert ist schon abgesagt worden. Arkspire haben auch ein sehr cooles Video gemacht, wo sie ihre Mütter das letzte Video gezeigt haben von einem Song und die Reaction von denen, das ist so lustig. Priceless. so, weißt du, so sehr herzliche kanadische Mütter, weißt so in ihre 60er, 70er so, und schauen, wie die Musik machen, wo die Jungs beim Spielen schmelzen. Das ist so ein Ui, Videoclip, ist so gut. Alter. Ich liebe es. Aber ja, die Band ist Hammer. Ja, wirklich. Ja. Ich habe gerade noch einen kleinen Einschub, falls man mal, wenn du auf Schweizer Bands zurückkommst, ein bisschen übertriebene Musikvideos machen. Es gibt dann noch mal so eine Welche? aus der Region Baden, der so ein bisschen ein übertriebenes Musikvideo gemacht hat, wo viele Leute sterben und so. Ah, ja. Ich habe eine Ahnung, wer du meinst. Ja, die werten Herren Lotrify. Ja. Falls ihr gerne Leute sehen sterben, Blut spritzen, Ja. Gedärme am Boden, schaut euch das Musikvideo von Lotrify an. Ich weiss nicht, welches Lied das ist, aber es ist. Es ist nicht ill-minded, sondern xenophobic. Xenophobic Videoclip. Das stimmt. Ganz klar, ist That's geil. what he said. Aha. Oder Aber- wie dein ehemaliger Sänger würde sagen, das. Aber geil, Dings, im Wrestling gibt es ja auch Kommentatoren, oder nicht? Ja, im Englischen schon. Also, Und du müsstest das 100% machen, Mann. Ja. Einfach kommentieren während der Show. oh shit! Busted open! Alter, weißt du wie? Brian, Wo du, versprichst mir? wo du nachher die Moves sagst, oh, die Person macht den Move. Ja. Einfach der Joe Rogan einfach für Wrestling. Mit Brian. deiner Stimme auf Schweizerdeutsch. Also, das wäre so geil. Das wäre wirklich noch geil. Sprichst mir, dass du das machst, wenn du aufhörst mit dem Schiri Ja. dort? Dann wird die Wenn du findest, so, Kommentator- oh, ich werde dort ein bisschen zu fest abgeschlagen, meine Rippe macht das nicht mehr mit, Ja, meine Hüfte und so. Weißt du, du dann kannst, machst du Kommentator. Ja. du kannst den Vorschlag bringen und sagst, hey, ich habe ein Mikrofon, Mhm. ich habe einen PA wahrscheinlich, Ja. oder? Einfach und machen. Kann Kannst du mal würde einfach starten. genauso aussehen. Alter, das könntest du so gut machen. Im Ja, Fall, das wäre richtig, wirklich richtig. Karriere nach der Karriere nach der Karriere. Weil 100%, eigentlich kann ich ja Alter. wieder Wrestler sein. Kannst alles machen. Ja, wirklich. Kannst den Wrestler mit dem Marketingmikrofon da. Ja, ist eine gute Idee, Aha. wirklich. Also auf Schweizerdeutsch habe ich es noch nie gehört kommentieren. Hochdeutsch gibt es ja so, Mhm. früher auf dem DSF und jetzt noch so auf dem D-Max, genau, gibt's Mhm. Wrestling. Aber auf Schweizerdeutsch wäre nochmal eine Stufe geiler. Von wem wird das organisiert im Rohrbass? Von Wrestling Academy Rohrbass. Also Wrestling Academy. Hört zu. Macht Kommentator, Junge, mit dem. Es ist einfach fucking. Dann bekommen ihr doppelt so viele Leute. Ja, Mann. Garantiert. So viel zu mir. Hey, sehr schön. Und ja, 2 Jahre Podcast, haben die gesagt. oder? Yes. Was sind so eure Highlights und Lowlights vom Podcast? Würde ich sagen. Bis jetzt, oder? Von Erfahrungen. Wir müssen keinen Namen erwähnen oder so. Mhm. Richtig Ja, kleine easy, Cases. easy. Also, Also der beste Gast ist der schlechteste ist der Michi gewesen, der vorgekommen ist, Mann. der soll nie wiederkommen. Nein, willst du? Ich hätte gerade. Wir fangen voll mit Okay, also dann fange ich an. Highlight, immer wieder. Das ist eigentlich ein laufendes Highlight und seit der ersten Folge verrückt, dass das jemand hört überhaupt. Und ja, völlig unverständlich, weil ich meine, wir sind einfach da und schnurren über das, was wir gerne haben. Und es gibt Leute, die sagen, hey, jetzt warte ich schon 2 Wochen auf die nächste Folge, sag mal, wann kommt wieder etwas? Oder Leute, die anhauen und sagen, ja, du bist der mit dem Podcast. Es ist gerade wieder letzte passiert. Ich war letzten Freitag an einem Konzert gewesen und es ist genau so einer gekommen, oder? Und dann denkst du einfach, wow, Hammer. Und dann, was ich wirklich mega schön finde, ist, dass eben Leute sogar sagen, hey, darf ich mal vorbeikommen? Mhm. Weil Habt ihr eine lang interessierte Liste? du hast einen besseren Überblick. Wir haben schon eine rechte Liste. Ja. Das Problem ist, ich schreibe mir es nicht auf.
Die Liste ist in meinem Kopf und es kann einfach sein, dass es vielleicht Leute darunter hat, wo man irgendwie schon vor 1,5 Jahren mal gesagt hat, so hey, sobald wir einen Slot offen haben, kommen wir Ja, und so. aber es kann sich einmal ziehen. Denken sich jetzt alle, die sind so brutal. Also, die sind brutal busy dort. Die sind immer, die haben keine Zeit. Ich habe mir für dieses Jahr einfach vorgenommen, mit zwei Gästen, die ich wirklich unbedingt wegbringen. Und sie heißen beide Yannick, aber ich sage nicht wer. Und der Yannick von Paleface ist keiner von diesen beiden Yannicks. Ja, dann weiss ich, noch wer mehr einer Yannicks. weiss, wer einer ist. Ja, einer weisst gar nicht. Das heisst in dem Fall, dass wir in diesem Jahr sicher 3 Yannicks werden haben im Podcast. Ja, voll. Voll So geil. wird es rauskommen. Ja. Weil der Paleface Yannick, auf den freue ich mich voll, wenn der... Ja, weil der ist schon mal uns kommt. gewesen. Gerade bevor es eben auf Europa-Tournee Mhm. und alles sind. Und Ja. das wird hure geil, wenn der wiederkommt. Ja, da gehen die jetzt eben mit Paleface ja da auf USA-Tournee und so. Sogar. Und dann machen sie nachher nochmal Mhm. eine Europa-Tournee und er hat mir eben versprochen, dass er dann zu uns kommt vorbei Geil. und dann da Geschichten erzählt. Von Kurze Frage. Ja. Ist meine Folge immer noch die mit den meisten Klicks? Jawohl. Nimm das, Janik. Nimm das, Paleface. Ja, Sag deine nicht ist Paleface. wirklich noch beliebter, sogar beliebter als die vom ICU-Festival. Das ist der Wahnsinn. Crazy shit. Ist sie Ja. auch beliebt? Oh mein, aber ich kann nicht glauben, dass sie beliebter ist als die von der Sveti. Die erste von ihr, die hat auch gezogen wie verrückt, aber Mhm. deine einfach noch mehr. Das ist verrückt, deine ist wirklich through the roof. Sag, siehst du? Crazy, Der Alter. orange Pulli macht aus. Signalfarbe, die Leute jetzt an. So. Oh, ja, dort muss ich schauen. Ja. Also, und Gibst du falls einfach zu, dass Leute bezahlt, dass sie einfach den Scheiß hören von dir? der Rajesh und der Kumar sind schon. Ja. Das sind ihr das Geld wert. Falls jetzt irgendjemand da mich vorher gehört hat, sag it Paleface sagen, das ist einfach nicht ernst gemeint, gell? Ich liebe Paleface. Er meint es im Fall voll ernst. Schau jetzt das letzte Video. Noch gesagt. Schau Ja. jetzt ist das letzte gewesen, wo ich den rosa, nein, das vorletzte, wo ich das rosa T-Shirt angehabt habe. Ja, maybe, ja. Letztes Mal sind wir ja krank gewesen, dann haben wir unsere schöne Dinge, wie heisst das? Ja. Eine Decke, Pulli. Nein, Anzogen. der Janik ist einer der geilsten sicher ever. Voll. Der Rest von der Band ist, glaube ich, auch ziemlich okay, weil mit denen schnurre ich nicht so viel. Mhm. Nein, mal mit dem Zelli habe ich auch schon etwas Ja, mitgenommen. Zelli, Mit den ja. anderen beiden wirklich noch nicht gross. Ich habe glaube nie. Aber Ah, ich ja. weiß nicht, wieso. Ich bin auch nicht so. Ich bin schüch, weißt du? Ja, Ich ja. schüch mit Leuten. Ja. Erzähl, ist auch You ein mega don't chilliges chase, you Jahr. attract. Darum haben sie zwei uns geholt. Jawohl! Weil sie sind die Schüchen im Hintergrund und wir sind so die mit den gelben und den orangen, mit den farbigen Kleidern. So, hallo, grüezi wohl. Jawohl, ich bin jetzt hier. Grüezi, können wir vielleicht zusammen ein Foto machen? Nein, nicht. Okay, gut, dann darf ich da meine Jacke aufhängen? Du hast gar keine Jacke an. Ja, aber irgendwie habe ich ja deine Aufmerksamkeit bekommen. Komm, Ja, weg, du herrschst. Ich glaube, ich habe den Zelli zum ersten Mal mit ihm persönlich geredet, wo wir den Videoclip zusammen aufgenommen haben. Vorher habe ich mit ihm geschrieben. Ah, ja, ihr habt ja ein Featuring mit ihm gemacht, Ja. stimmt. Und ich habe das erste Mal mit ihm geredet an einem Konzert von euch beiden. Was? Champions of Kamigawa 1. Stimmt, der ist dort. das gewesen. ist so dick, Ja, gewesen, ja. das Konzert. Und er ist noch dort gewesen und dann haben wir gesagt, komm, er ist das Mikrofon holen und sie hat jetzt mitgemacht. Ja. Stimmt, dann bin ich nämlich auch irgendwie auf Bühnen und dann hast du Ja. gesagt, also, irgendeiner so, hey, irgendjemand, hey, der Sänger von Paleface ist da. Ich so, Mhm. Also ich weiss nicht, Ja, wie ich den Zelli kennengelernt habe. Damals... da wie Liebesgeschichte mit dem Sacrifice- Zelli. Da wie Sacrifice-Zeiten, oder? Janik mich immer in Wetzikon am Bahnhof abgeholt, Mhm. dass wir in die Bandprobe gehen und einmal hat er irgendwie ein bisschen Verspätung gehabt. Ich habe mir so einen Döner geholt und da voll den Döner am Essen. Und dann kommt er da und es ist einfach eben so ein komischer, verschupfter Dude dabei gewesen. Ich so, Alter, wer ist jetzt das? Sagt er, ja, das ist der Zelli. Mhm. Und er war dort wirklich noch ein hure scheucher Mensch gewesen Mhm. und alles. Er hat auch wirklich fast kein Wort geredet mit niemandem. Kommt er mit in die Probe, ist er einfach immer mega still auf der Couch gehockt. Zwischendurch mal mit dem Janik ein bisschen geschwätzt und so. Und dann, später habe ich dann mal ein bisschen mit ihm ein tiefes Gespräch gehabt, so auf einer Party beim Janik daheim. Mhm. Aber ich hätte nie gedacht, dass er einer ist, der mal auf einer Bühne steht und vor allem dann so tönt. Es ist crazy, seine Persona live und sonst er ist recht ein ruhiger, oder? Ja. So, voll. Und, aber er geht Alter, so ab. du meinst, du hättest nicht gedacht, dass er einfach der beste Frontmann ist, den du dir vorstellen Ohne Scheiß. absolut. Ohne Ja. Scheiß. wirklich. Also es hat dann irgendwann mal einen Gig gegeben von Sacrifice, also von Mhm. uns, wo ich habe eben nichts davon gewusst hatte, dass der aufs Mal bei uns ein Featuring macht. Dort bin ich dabei gewesen, im Ebri. Wo hat er ein Ja. Featuring gemacht? Der hat einfach das Featuring gemacht bei Bitter End. Ah. Und dann kommt der, ich denke so, was macht jetzt der bei uns auf der Bühne? Aha. Ja, voll. Und dann haut er da die Huren Growls und Screams Ja. aus und ich einfach nur so, Mhm. wow, Mhm. what? Ja, Seit ja. wann und wieso? Und Ja, warum das weiß ist ich nichts krass. davon?
Weißt du, ich weiß Das ist literally mein Gedankengang, wo das Curse als Musikvideo rausgekommen ist. Ja. So, seit wann? Wieso weiss ich da nicht davon? Wirklich, weil sonst hat er in andere Bands gespielt vorher, ich glaube. Nicht, Ah, dass ich nein, wüsste. ich habe jetzt mehr generell das Ganze gemeint, das Musikvideo. Weil vorher haben sie ja Einfach 2 EPs haben sie rausgegeben. Ja, und so voll. Every Gigs gespielt. Ja, Mhm. aber dann nur kommt das. 2 oder 3 und dann einen zu England. Das habe ich schon speziell Das ist geil gefunden. 2 Every Gigs und einen zu England. So, okay, you go. Ja, weil ich höre wirklich Paleface, seit sie ein bisschen weg vom 0815 Beatdown gegangen sind und wirklich mehr Nu-Metal-Elemente und mehr modernes Metal reingenommen haben. Oder? Seitdem höre ich es eher. Der erste EP habe ich so, okay, ein Beatdown. Human Vergiss nie den Hunter ist Moment. dort schon geil gewesen. Ich vergesse nie den Moment, wo er mir die erste Demo gezeigt hat von Paleface. Er so, ey, hört mal, schickt das so in den Chat rein von Sacrifice. Und einfach alle so, Alter, was ist das für ein Scheiß, Mann? Wirklich, Alter, ja. Und jetzt, wo sind sie jetzt? Weißt du, Verdammt, die USA-Tour. Das ist immer so. ich weiss noch, wo der Janik von seiner Beatdown-Band geredet hat, so wie du von deinem Grunge-Projekt als Scheiße. Heisst das dann, vielleicht könnte ich vielleicht auf etwas gefasst machen, dass ich Hey. mit dem Grunge-Projekt da voll... Das wäre spannend, ja, das wäre lustig. Es wäre lustig. Am Schluss wäre es einfach eine Black Metal-Band. Vielleicht passiert auch Corpse das. Paint und all, ja, voll, wieso nicht? Ich habe gerade letzte, also ja, gestern ist das gewesen, habe ich so ein Video von mir, nein, das Video, so eine Audioaufnahme gefunden von mir, wie ich so voll die krassen Growls mache. Mhm. Da habe ich das nochmal dort im Grunge-Chat reingeschickt und gesagt so, ey, können wir vielleicht das Genre wechseln? Ich glaube, ich bin da noch hure gut im Fall. Also, Das hat 3, voll 2, verschwendetes 1, Potenzial. rollen. Nein, ich weiß jetzt nicht. Nein, voll easy. Ja. Sogar Inhales. Ein bisschen. Ah, nicht schlecht. Mhm. Geil, Ja, Alter. Ja. Ja, und dann, also Highlights haben wir jetzt, außer dir ist noch eins in den Sinn gekommen. Was? Highlights von unserem Podcast. Natürlich der Ricky und ich. Ja, und, auf jeden Fall. Gäste sind immer der Wahnsinn. Also, Ja, die sind wirklich immer interessant. Mhm. Ja. Das ist immer Voll. cool. Auch eben das mit dem ICU ist auch eine coole Mhm. Erfahrung gewesen, Stimmt. mal etwas anderes zu machen und auch mal aus unserem huren Kellerloch da rauszukommen. ja. Ey, die Folge hat mir im Fall, ich habe auf Lausanne fahren zum Arbeiten. Die Folge hat mir die ganze Fahrt im Fall wirklich unterhalten. Und ich bin schier in das Loch gefallen, weil die erste Band, die gespielt hat, die ist Oh, ja Mrs. Oh Mrs. gewesen. Und ich habe noch nie keine Musik von denen gehört, außer live, wo ich das Gefühl hatte, ja, das ist der Mix so ein bisschen. Ja. nicht ist so gut gewesen. gut. Und nachher kommt der Blabla Schnurren davon, oh Mrs. und dann macht es plötzlich einfach so aus dem Nichts. Ich habe nicht gecheckt, dass jetzt Musik kommt, macht Ja. einfach so. Und ich denke mir so, oh. Ui, das scheppert, aber das schädert ja. Hey, und der Song, der hure Song, wo sie haben einen Song auf Spotify, aber der ist richtig heftig. Ja. Der Geil, ist ja. sehr geil. Der ist Mega. brutal gut, der Song. Vor allem haben sie hohe Zahlen dafür, dass sie einfach nur etwas released haben. Ja, aber wahrscheinlich haben sie eben darum hure Zahlen, weil es sich nicht aufteilt. Ja, voll. Das ist so ein bisschen das Problem. Wenn nicht irgendwie ein guter Song und einfach 4 oder schlechte Songs, die einfach extra sind. Wenn du ein EP-Release hast, hast du nämlich auch ein Problem, dass alle nur immer den ersten Song hören. Ja. Oder sie hören einen Song von der EP und dann den anderen nicht. Mhm. Oh, okay. Wenn du Singles release hast, dann hast du konzentriert und gehen alle immer auf den. Wenn, Ich meine, bei dem einen Sacrifice in the Live EP, wo du produziert hast, das ist ja auch einfach das Intro der meistgelöste Song gewesen. So. Super. Ich denke so, okay, das Intro repräsentiert halt die Band voll nicht, aber es ist auch auf dem Nummer 1. Das ist der Intro, den ich gemacht habe. Ja. Oder? Das Only Death is Left. Ja, voll. Irgendwie so. Dort, wo ich da die Stimme gemacht habe. Ja. Das ist cringe, wenn ich das höre. Ja, und Aber geil Lowlights. Mhm. Lowlights sind ganz, ganz wenige Folgen, die so schüch erzwungen wirken. Also, Aha. eine kommt mir in den Sinn mit einem Gast, wo ich finde, wir hätten es können bei einer Folge lassen mit dem Gast, nicht so 2 aus denen. Und sonst 1-2 Folgen, die wir noch das zweite gemacht haben, wo ich finde, ja, würde ich jetzt nicht nochmal hören. Mhm. Aber das ist Jammern auf Da, höherem da Niveau. fallen mir sogar 2 Lowlights ein jetzt in dem. Ja, Also das eine da, die eine Kriegsfolge, die wir Genau. halt gemacht haben. genau. Die Die- über den Russland-Ukraine-Krieg. Ist Ja, eigentlich schon fangen nicht wirklich nötig gewesen, Nee. finde ich. Geopolitische Sachen besprechen. So. Ja. Ja, musst nicht Nachrichten spielen, finde ich. Ja. Mhm. Ja, schon. Aber irgendwie habe ich es gleich wichtig gefunden, ein bisschen über das. Ja, und vor allem Das haben Reden wir uns als- dann auch überlegt, sollen wir sie löschen und wir haben es nicht gemacht, oder? Also, ich meine, es hat ja auch Auswirkungen gehabt, theoretisch gesagt. Ich meine, Ginger hat ja eigentlich quasi ihre ganze Tour müssen absagen, weil sie nicht haben können raus. ja. Wow. Und sie haben ja dann, glaube ich, nur raus dürfen, weil es vom ukrainischen Staat quasi Um die Nachricht zu eine verbreiten. Genehmigung bekommen haben, um quasi rauszugehen als Botschafter für den Ja. ukrainischen Ja, Dienst. genau. Von dem her, das, ist Ja, eigentlich, eben. das hat auch Und wir haben ja Auswirkungen auch auf uns. Ja, wir haben ja Musik
behandelt. Dort. Eben. Ja. Und viele Tours sind ja auch abgesagt worden Anfang Jahr mit von amerikanischen Bands hauptsächlich, weil ja auch mega viel von diesen Equipment-Logistikfirmen und so aus Russland kommen und Stimmt. so. Ja. Und durch das hast du dann auch wie im Metal so ein Problem gehabt, dass keine Touren mehr können Das habe ich nicht Genau. überlegt. Das habe ich Genau. nicht überlegt. Stimmt, ja. Weil all die Lastwagen, die du brauchst, um so, ich meine, Rammstein war auf Tour Anfang Jahr. Ja. Dann hast du einfach, wer will sonst noch Lastwagen mit? Das sind Aha. alle dort. Sind alle bei ihnen. Ja, ist Till crazy. Lindemann Solo hat müssen Shows absagen, weil er nicht mehr genug Lastwagen hatte. Kein Witz. Shit. Ja, Dings, ihr müsstet mal den Donna von Xonor holen. Und Honor oder Xonor? Xonor, jetzt neu Xonor, oder? Okay. Ja, voll. Weil sie haben ja den Konzert in Kiew gespielt und Aber dort habe ich das Gerücht gehört, dass es nur er war. er ist nur er gewesen, ja, Ja. voll. Aber immerhin geile Aktion. Ja. Voll. Kennst du... Bin komplett lost gerade. Ich Ah, kenne okay. die Band, aber ich komme nicht raus, was ihr redet. Honor, die Trash-Band, die ich mal erwähnt habe, Ja, heisst jetzt TikTok-Band. Sonor, weil sie, ja voll TikTok-Band, weil sie einfach so gemobbt worden sind von den Leuten, weil das Logo wie ein X aussieht und jetzt Das haben sie Haar sieht gefunden. wirklich aus wie ein X. Ich habe das Voll, noch nie als voll. Honor gelesen. Und, aber es ist auch so, weil Honor hat wahrscheinlich mega viele Künstler mit dem Namen. Ja, und Findest du nachher nicht, du oder? verbindest nichts damit. Das ist wie wenn Voll. du die Band würdest Best nennen, oder? The Bullet. Ja, ja. nein, es ist... Aber die gibt es sogar. Eben, es gibt Das ist eine sogar schwedische Schweizer- Hardrock-Band namens Bullet. Es gibt sogar eine Schweizer Band, die The Bullet heisst. Ah, der Bullet. Und dann gibt es heißt eben eine der Bullet. schwedische namens Bullet und Ja. dann gibt es noch Bullet for my Valentine. Und jedes Mal, wenn von Bullet redest, redet alle von Bullet from a Valentine. Und dann, ich habe einmal gesagt, Bullet sei gleich vorher langweilig. Und der Kollege hat mir schier eins in die Fresse gehabt, weil er gemeint hat, ich meine Bullet from a Valentine. Ja, eben. Aber Bullet Das from a habe ich mit ihm auch Valentine schon ist live ja einmal auch gehabt. nicht langweilig. Oder ist so wie die zwei Soli-EPs vom Yannick, wo Rock macht, und das heisst Nick, du findest es nicht auf Spotify, weil Ja, es ist so ich viel... liebe den Song Ghost von Voll. diesen Ja, EPs, ja, ja. Du aber musst ich eben finde ihn nie, wenn ich ihn suche. Nick Tears eingeben, dann kommt es gerade. Dann kommt es eben, aber du kannst nicht mit den Namen... Ich so, fuck, so, wo ich verlasse, ich so, ich finde es nicht. Ja, das ist Find's nicht. furchtbar. Voll. Ja, das mit Namen heutzutage musst du Oh, wirklich das ist- überlegen. Die hure Show war super, dort, wo er in Uster die CD gemacht hat. leider nicht. Oh, bin ich leider nicht gesehen. Leck, Hm. Bobby, der Kollege und ich sind da und wir sind eigentlich ohne grosse Ansprüche dorthin. Und Eben, das war ja dort, gewesen, wo du mich mit dem leck Drummer mich am Arsch. verwechselt Genau, hast. das ist drum ich weiss es nicht mal mehr. Das ist Oh, Mann. Das war so komisch gewesen, der sehr Moment. ein So. guter Und Abend. du kommst so, hey, ciao, alles klar. Und ich so, ja voll, warte, woher kenne ich dich? Ich kenne dich von irgendwo. Wir haben uns Der da so, gar noch nicht so gut gekannt. ich kenne dich auch, aber du weißt eh, von wo ich bin und so. Und ich so, ja, keine Ahnung, Mann. Sag mal deinen Namen. Und er so, Alter, Ramon, ist das dein Erster? Ah, so gut. Ich heiße nicht Ramon. So Und er geht sich schnell verdünnisiert. Ich gerade gewesen, ich so, Palagi, sie holen noch eine Gin Tonic, dann ist diese wieder ein guter hier. So mit hochrotem Kopf, so. Ja. Nein, aber das von den Highlights, wo erzählt hast, Brian, dass du erkannt wirst vom Podcast. Junge, uns haben mehr Leute erkannt nach einer Podcast-Episode als 10 Jahre, wo wir in Bands gespielt haben. Das Ja. ist der Wahnsinn. Crazy. Wir sind ohne Scheiß als ICU-Festival, dort haben wir ja eine Folge rausgekommen. Ja. Ey, ohne Scheiß. 4 oder 5 Leute sagen, hey, ihr habt doch den Podcast, ist nicht die von der Servelas? Hey, er spielt heute sogar noch. Ja, das ist ja gleich, So aber ich bin von der Serie. Ein bisschen Respekt, der Herr steht nachher auf der Bühne. Nicht einmal das. Ein Tag nach der ersten Episode sind wir ja den Josh live gesehen. Stimmt, ja. Und dort, weil du hast auch einige, wer was hat was, Zuhörer gehabt. Mhm. Und einige von denen haben nachher Metal Server gelesen, weil die haben es, glaube ich, auch geshared. Ja. Und dann haben es wirklich 3-4 Leute einfach gesagt, ah, Metal Server. Ja, noch nie ist mir passiert, dass jemand kommt so, hey, Whiteout, gell? Geil. Mir ist einmal passiert am Greenfield. Ich bin angestanden auf dem WC und der Dave von Safer Last Breath war hinter mir. Gewesen. Und wir haben irgendwie gerade 2-3 Wochen vorher eine Show zusammen gespielt. Mhm. Nachher geht so Toi Toi auf und einer schaut mich so an. Ah, der Butch und ich sind da gewesen, und der Dave das dritte, gell? Nachher er so, boah, Alter, ihr seid doch die Band mit den Leggings. Ich so, ja voll, wieso meinst du? Ja, ich habe euch gerade letzte Woche gesehen. Geile Sache, gibt uns beides High Five, läuft weg und der Dave hockt hinten dran so, ich habe auch dort gespielt. Ah, mit Safer Last Breath gespielt? Ja, ja, aber gut, ich meine, also, das hat der Dave jetzt nicht gesagt, aber ich habe nur so gedacht so, gut, der Dave ist der Drummer von Safer Last Breath, ich sehe halt einfach Drummer Ja, Station, siehst nicht so genau, viel. ja. hinter dem Rico und dem Moritz und dem Döme und Safer Last Breath ist ja einfach immer sehr dunkle Bühne. Mhm. Ja, stimmt. Und Döme seine Lieblingslichtfarbe, wisst ihr sie? Grau. Strobo! Ah, Döme hat mir mal gesagt, ich soll Licht machen. Hat mir nur gezeigt, wo der Strobo-Knopf ist, alles andere ist egal gewesen. Muss ich einfach den Jonas Christus als Lichtmann holen. oh ja. Der Timo.
Der Timo, ich wollte immer noch, dass der Timo Eversis mal eine Lichtshow programmiert, aber ich glaube, nachher kommen wir nicht mehr von den Bühnen ab. Das Weil ist sein Job. das Problem ist einfach, es kommt niemand mehr lebendig aus dem Raum raus. Alle haben einen Alle epileptischen episch, Anfall. Mhm. Alle sind am Zittern. Aber das finde ich im Fall cool, dass gewisse Bands jetzt auch leichter mitnehmen und eigentlich schon machen. Kids in Cages haben zum Beispiel Das finde ich auch cool. Außer sie machen es so wie am ICU-Festival, dass ich nicht mehr auf die Bühne schauen kann. Silent Silent Circus haben Circus sie haben wir auch. geblendet, ja. Der ist richtig stark gewesen. Das ist schon ein Herz. Ja, ich so, Es hat gut ausgesehen, aber er hat viel zu hell gewesen. ja, ich glaube, Kids in Cages haben es weniger stark gemacht. Da hast du noch ein bisschen Die schauen. haben ein bisschen... Kids in Cages sind nicht cool gewesen. Ja, voll. Aber ich bin nachher einfach am Googlen für die Lichter gewesen und ich weiß nicht, welche Modelle es sind. Ja, besser... Hast du Lichter gegoogelt und nicht den Bandnamen? Ich glaube, ein gewisser Promoter hat es mit dem Foto finden ein bisschen Mühe gehabt. Aber ja, es ist coole Sache mit dem Podcast. Also ich meine, ich hätte auch nicht gedacht, dass die Leute auch Bock haben, um uns zu hören. Nein, oder? gar Das nicht. ist wirklich Überhaupt nicht. so eine Überraschung. Ich verstehe auch nicht, Mega. wie irgendjemand eine Versis kann hören oder sonst etwas, weil ich habe das Gefühl, es ist einfach so, vielleicht bin ich einfach halt wirklich nicht so eingebildet, obwohl viele Leute das Gefühl haben, dass ich sehr arrogant bin, ich weiß nicht, was das hernimmt, aber ich verstehe nicht, wieso das Leute den huren Seich von mir machen, hören. Also, ich finde es toll. Ja, das ist, nein, weißt, ich meine, ich verstehe es, wir geben uns ja auch Mühe, wir machen so gutes Zeug, aber du kannst, weißt, Musik hören von Leuten, die berühmt sind oder irgendetwas, weißt, die etwas erreicht haben, wir sind einfach so Nobodies. So. Aber ich sag, Aber das ist eben, glaube ich, das Ding von der Szene. Aber ich sag dir warum, weil man will mit die eigenen Szene connecten. Man will die Local Legends, weißt ich meine, ich weiß noch, ich vor 10 Jahren Silent Circus live am gesehen mit Broken Fate, oder? Und ich hatte ein Contest gewonnen, ein T-Shirt von Silent Circus. Also, und es ist so, weißt ich meine, du siehst die internationalen Stars und so, aber die sind alle so out of reach irgendwie, oder? Ich meine, du wirst nie wahrscheinlich James Hetfield in der Straße sehen und so, hey, mega cool. Und deshalb, ich bin einfach vom Anfang an irgendwie, kann ich, weißt 15, 16 so in der Local Szene. Ich weiß noch, in Peru habe ich noch Local Thrash Metal Bands und so gesucht. Und früher hast du eine coole Webseite gehabt, Sign Me Up to Roadrunner Records. Da hast du hure geile Underground Bands können finden. So wie in der Zeit von MySpace gewesen. Das hast du ja. gedroppt in unserem Podcast. Das Stimmt. ist mir seitdem nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Und ich habe Das kommt mir doch bekannt vor. und ich habe so geile Bands gefunden. Metal Safari aus Japan zum Beispiel ist einer von den Bands, die sind immer in den Top Rankings. Es war so ein Contest von Bands von überall in der Welt gewesen. Und ich konnte schon so 3 Songs reinhauen oder so. Und Metal Safari von Japan ist richtig. Alter, japanische Musik ist der Shit. Als ich in Japan war, bin ich so im Laden und wollte so Kopfhörer testen und so angelegt. Dann ist einfach so japanischer Rock gelaufen. Mhm. Alter, so geil. So geil. Oh fuck, ich habe so eine gute japanische Rockband kennt. Mhm. Shit, ich habe vergessen, wie sie heißt. Das muss ich researchen nachher. Unbedingt. Ja. Ich glaube, ich weiß welche. Aber maybe. Wie heißt es? Ich weiß den Namen jetzt nicht. Es ist irgendetwas wirklich japanisch. Also nicht so japanische Band für den Weltmarkt ausgelegt, sondern so wirklich Mhm. japanisch. Boah, letztes Jahr habe ich eine japanische Band gezeigt bekommen von meiner Freundin. Und zwar besteht das so Girls einfach, Mhm. die so eigentlich wie Baby Metal Mit machen. dem bärtigen Dude. Nein, nicht Lady Nein. Baby. Tatsächlich nicht. Die habe ich auch letztens gefunden. Ja, das ist auch lustig. Aber jetzt hat er eine neue Band. Okay. Voll. Okay. Nein, was ich gefunden habe, war eben so eine Band, die aus, glaube ich, so 3, 4 so Weiber besteht. Und die machen das gleiche wie Baby Metal, einfach mit Growls. Zusätzlich halt. Und es klingt hure abgefuckt. Aber irgendwie habe ich ein bisschen auch einen Kink auf das bekommen. Ja, besser wie ein King of Golfen, oder? Ich muss es, glaube ich, schnell suchen, aber ich weiß nicht, wo mein Handy Ja, du egal. Der Crossover von Machen The wir Kings. Japanische Chicks. Metal. Wir tun es nachher in die Shownotes verlinken. Nein, aber Dings, eben, was ich auch sagen ist, die Local Legends, Local Bands, die sind so irgendwie, du siehst so, ey, das könnte ich irgendwann machen. Das könnte irgendwann, das ist eine Stage, die nicht zu weit weg ist, wo kannst du sagen, unmöglich, oder? Ich meine, du schaust Metallica, no fucking way, oder? Ja, Und dann gut. siehst du andere Local Bands und findest so, wow, das klingt hure geil, oder? Sollte eigentlich eine größere Bühne sein. Und ich meine, Silent Circus mit dem ersten Album, so ehrlich gesagt, Junge, Greenfield, überall weißt du, es wird gerade passen. Also ich finde die Album bis jetzt immer noch einer der geilsten. Oder? Und Ist das, was wir haben oder nicht? der, was wir haben, genau, Jawohl. genau der. Voll. Into the Silence und so Scheiße. Und ich meine, und es hat so viel geile Shit in die lokale Szene, wo könnt konkurrieren, no problem mit globalen Bands und Zeugs. Ja. Und das ist so wie der Gold Rush, oder? Du willst einfach die nächste Perle finden, bevor es oder die nächste Rock finden, bevor es ein Diamant ist, oder?
Und das ist eben und nachher, wenn du siehst, dass die Band wirklich riesig wird, oder? Wirklich europaweit geht Shows spielen, oder? Ich meine, ich kann auch mit Secret und Secret oder Insanity. Oder mit beiden, mit Atropas bereits zusammengespielt, oder? In kleine Shows und ich sehe, die Jungs haben Secret sind ja mit Mushroom Head in Tour gewesen, oder? Insanity sind hure riesige Ich Hardcore-Band. habe das Gefühl, du musst in der Schweiz New Metal machen. Die sind erfolgreich. Mind Collision, ja. Mind Collision. Mind Collision auch. Wer sieht? Nein, die sind nicht erfolgreich. Oder Oder sagen, du machst oder doch auch New Metal. die Band, die keiner kennt, Freeze Stay aber meiner Meinung nach die beste Ja. New Metal Band von der Schweiz ist. Oder zum Beispiel Artifiction und nachher haben sie auch am Greenfield gespielt, oder? Und ich kennst die von der Szene. Und sonst kennst du die Bands, wo die Mitglieder vorher sind, oder? Und hast die Shows auch live gesehen. Und du feierst wirklich die Erfolg, oder? Wenn Ja, du gut, das stimmt. zum Beispiel Defender ist jetzt auseinandergegangen und sie machen auch ihre eigenen neuen Projekte. Und da bin ich sehr gespannt, auf was kommt. Oder Noob ist auseinandergegangen und jetzt kommen neue Projekte aus dem. Das ist so geil. Jetzt musst du mir schnell helfen. Woher kenne ich die Leute von Artifiction? Artifiction, Wir haben sie Ticket to interviewt. Nowhere. Ticket to Nowhere ist eine Band, glaube ich, vom Dings, vom Mar, Mhm. glaube Also das mit Prometheus habe ich gewusst, aber... ICU Festival haben wir sie ja interviewt. Ja, aber ich meine, Ja. ich habe Artifiction ja schon vorher gekannt. Ah. Aber ich meine jetzt die Leute dahinter, ich habe die schon in anderen Bands ich. Ich glaube, gesehen. der Markt Okay. ist Road to Nowhere, Ticket to Nowhere, irgend so etwas to Nowhere ist es. Das Problem ist, von vielen von denen weiß ich den Namen nicht mehr, aber ich weiß, der Mauro von Defender hat vorher auch in eine andere Band gespielt, ich glaube sogar ein Featuring mit dem Mike gemacht haben von uns. Shit, wie heisst es? Da weiß ich nicht mehr. Eben, ich bin sehr schlecht mit den Namen, die ich nicht mehr seit ein paar Jahren. Wir haben ja in unserem Pilot darüber geredet. Mhm. In unserem unausgestrahlten Pilot haben wir darüber geredet, über Mauro, seine vorherige Band, wie sie geheißen. Ah, wie jetzt sie geheißen. Ich weiß beide nicht mehr. Ich habe den Pilot gelost, aber ich weiß es auch nicht mehr. Oder zum Beispiel, ich weiß, woher du kannst. Du hast, der ist halt nicht mehr Disconnect. Disconnect ist die Band gewesen, genau. Der Gitarrist, der Artifiction angefangen hat, der nicht mehr da ist, der Jeremy, der ist ja bei die krasse Metalcore-Band gewesen, wo es hätte können Paleface sein vor Paleface, wo der Sänger von Nubia nachher war. Mhm. Fick meine... Amongst Pariahs. Amongst Pariahs. Alter, die vom Ja. Anfang an, Ja, die die glaube ich, hat's, ein EP rausgehauen und ich so, wow, das könnte so der nächste Breakdown of Sanity sein. Aber ist nie dazu gekommen. Voll Amongst Pariahs. Mit denen haben wir eigentlich so die ersten Swas-Gigs gehabt damals. Ja, geil. Alter. Ja, aber siehst, sind Bands, wo du findest, hey, das könnte die nächste Shit sein, oder? Sind natürlich nachher auseinandergegangen, schade, aber nachher haben auch andere Bands angefangen, die geile Shit gemacht haben. Die sind dann wieder auseinandergegangen. Und nachher Also die Bands, irgendwann... ich muss gerade sagen, die Bands, die du da aufzählst, sind alle jünger wie meine. ja, wirklich. Ja, es ist... aber nachher entsteht nachher etwas Geiles raus. Und aus einer von denen... und aus einer von diesen Bands kann nachher wirklich ein internationaler Headliner plötzlich erzeugt werden, in dem Sinne, oder? Ja, Paleface ist ein Beispiel, oder? Ich meine, verschiedene Bands und so, Sacrifice ist ja Vorband. Ich habe so ein Ding. Habt ihr gesehen, wie die hure Tour verkauft wird in Amerika? Nein. Die hure Shows sind fast alle schon ausverkauft. Alles ausverkauft fast. Aber ich wage mich jetzt aus dem Fenster zu lehnen und sage, die Tour wäre nicht so schnell ausverkauft, wäre Paleface nicht dabei. Ja, voll. Die Tour, Weißt du wieso? die Tour wäre ganz sicher nicht so schnell ausverkauft ohne Paleface. Weißt du wieso? Schon bei der europäischen Tour habe ich immer einfach Kommentare von Amerikanern gesehen. So, Ja. Come to Arizona, come Ja, ja. to Chicago, come to... Und eben, und ich so, damn, Alter, das ist crazy, wie viel... Weißt du, wie ich meine? Bei wie vielen Posts von Bands hast du kommentiert, come to Brasil? Oder weißt du? Alle. Der Classic. eben. Aber ich habe nie so einen Kommentar hinterlegt, oder, für die Band. Oder? Ich meine, man muss wirklich sehr interessiert sein, um extra dort einen Kommentar hinterlegen. Ja, vor allem, ja gut, aber eben, ich glaube, Und es ist viel. halt so, das Ding ist halt, das Curse Musikvideo ist halt einfach um die ganze Welt gegangen. Ja. Es ist einfach überall, es ist ja über 8 Millionen Mal mindestens Reaction-Videos drauf gemacht worden. Und so ziemlich alle Reaction-YouTubers kommen halt aus stimmt, Amerika. Stimmt, ja. Darum ist dort alle die hure Szenen, wo so, dort hat es noch recht viel. Ich glaube, in Amerika ist so die Underground-DIY-Szene noch recht gross. Du weißt es halt einfach nicht, weil du nicht dort bist. Ja. Und die sind natürlich alle dann fucking hooked auf eine Band aus dem Käsland, Mhm. wo einfach so meiner Meinung nach momentan die interessanteste moderne Metal-Band ist, weil es Ja. einfach etwas Neues ist. Absolut. Es ist richtig böse, aber es ist gleichzeitig auch poppig. Mhm. Es ist... Es hat Rap. Ja, Es ist- so viel geile Ich weiß nicht, Elemente ich weiss nicht mehr, wenn man das gehabt. Ich glaube, das ist am ICU-Festival gesehen. Da haben wir probiert, Schweizer Nu-Metal-Bands aufzuzählen. Da hat irgendeiner gerade Paleface. So.
Und dann bin ich zuerst dort gehockt und dachte so, ganz sicher nicht, aber so, moll, Auch, ja. moll. Es hat Stück weit auch, ja. hohe Ja. Hip-Hop-Vibes drin und das ist einfach Absolut. geil. Wer hat letztens noch Paleface geshared? Der Der Ronny Radke, der Ronny Rad. Krass. Ronny Radkappe Crazy, hat Alter. Paleface geshared. Er hat sie nicht nur geshared, er hat geschrieben, this band is fucking lit mit einem Feuerdings. Das ist Und geil. ich habe die Story, etwa 8 Leute haben die Story gescreenshottet und mir geschickt und ich so, hey, Ja. ich bin im Fall nicht in dieser Band. So, ich bin nicht dabei dort. Ich finde es sehr geil, dass das passiert ist, wow. aber ich bin nicht in dieser Band. Ich wäre gerne dabei, aber ich bin nicht dabei. Aber ja, machen wir. Meinst du, Yannick hat jetzt schon ein Case gefunden für seine Gitarre? Hey, hoffentlich. Selber schuld, wenn du Flying Beast spielst. Ich meine, es sieht saugeil Eben, aus, aber sie sehen schon Sieht schon fancy saugeil aus, aber- Yeah. Ja, also ich kann auch Schon. Flying V wählen. Mit 13. Oh Mann. also Er ist immer noch ein riesen Fresh Metal Fan. Und dort ist es halt voll in Ordnung. Ich kann eine, aber die hängt einfach bei mir an der Wand. Ja, Das Es ist so wie, es ist so. Die von Megadeth, oder? Mit 13. Das ist, ich habe auch Megadeth gelost. Mit 13. Dann willst du so etwas. Boah, Alter, wir haben eine Idee für eine neue Kategorie. Wir nennen eine Kategorie einfach mit 13. So Metal-Sachen, Ja. wo einfach so alle mega krass finden, aber eigentlich machst du es nur mit 13. Disturbed. so ja, ja. Aber Disturbed ist wieder gut. Der neue Stuff von ihnen ist dick. Hey. Die Dimebag-Gitarrenform. Ja, weiss welche. Die so. Ah, der Explorer, ja. Ja, Ist Explorer? Nein, ist nicht Explorer. Nein, von der Dimebag ist ja so Ja, es eine ist Mischung aus Gleiche. Flying V mit den extra Dings. Ja, also ein Explorer ist Eben. eigentlich- Nein, Explorer ist ja so. Ja, nein, ja. Doch. Hat was, ja. Ich weiss, wie sie aussieht, aber nicht, wie sie heißt. Ich Ja, würde ja. gerne einen Okay, Explorer aber ich haben, hab's es ist gerade mir einfach zu- Explorer sind schon geil, ja. Ich hasse einfach die Bridges. Was ist die coolste Form, außer die normale ist? Nein, nicht SG. Ah, Telly. Jazzmaster, Alter, Jazzmaster. Fucking sexy. Weil ich finde, Telecasters finde ich schon sick. Ah ja, Tellys So habe ich auch 8 einen. Seiten Telecasters mit Humbuckers, Alter. Nein, alles, Und ein was, Single Coil sorry, alles, was mehr als 6 beim Bridge, Seiten hat, bei ist Neck. für... Ich mache jetzt nochmal Hate. Aha. Alles, was mehr als 6 Seiten hat, ist einfach für Poser. Und weißt du wieso? Ja. Weißt du wieso kann ich das jetzt sagen? Aha. Weil alle, die mehr als 6 Seiten spielen, machen es, dass sie können ihre tiefste Seite auf ein A abstimmen, oder? Dass ihre tiefste Seite dann ein A ist und sie spielen dann sowieso nur auf der tiefsten Seite, auf der tiefsten 3 und machen den und den Gent. Aha. Und weißt du wieso ist das für Poser? Aha. Weil der Yannick mit einer scheiß 6-Seiter Floyd Royce auf dem Drop G-Tuning spielt. Also, Ja. 8-Seiter brauchst du nicht. Darf ich Außer da- du bist der Tosin Abassi, dann darfst Nein, aber da hast du etwas, weil ich habe auch 7 Seiten gehabt und ich habe nur 6 Seiten gespielt und dann habe ich wieder gewechselt. Also Der an dieser kann- Stelle noch schnell auch noch. Das ist auch etwas, wo der Podcast von uns abhebt. Ja. Ich bin Beer Bassist. Talk. Er ist kein Musiker. Darum reden wir nicht über Instrumente. Ja. das stimmt. Amix haben wir den Tech Talk Corner. Ich habe im Fall jemanden, der mir geschrieben hat, dass das hure cool findet, Voll. wenn wir über so Zeug reden. Vor allem in Kombination mit dem Video ist geil. Weil du siehst immer, wenn wir anfangen über so Zeug reden, dass unsere Äugel anscheinend einfach anfangen zu glänzen. und dann siehst du uns manchmal richtig an, wie jetzt, oh, das geht jetzt 10 Minuten. Hey. Ja, du, wo ich gerade angefangen habe, über Telecaster mit dem Humbucker und fucking ein Single Coil am Neck geredet, habe ich so, oh, das wird. Die 90s. Nein, aber ja, das ist darum, aus dem Grund, weil der Yannick von Paleface 6 Seiten spielt und Drop G-Tuning mit einem Floyd Rose dran, muss ich sagen, alles, was über 6 Seiten hat, ist für Poser. Außer du bist der Tosin Abassi, weil der braucht alle 7 Seiten. Übrigens, Yannick Brudi, es ist wirklich einfach ein Scherz, das mit den Flying Videos. Die sind schon cool, ich will es einfach Die nicht sind brutal geil. Aber wir haben einfach halt das gleiche Problem wie du. Musst wir haben fast Thrash spielen mit den Flying Videos. Ja, das Ding ist vor allem, weißt, wenn wir auf Instagram posten, dass wir ein Flight Case brauchen, schreibt das einer zurück von wegen haha. Wenn der Yannick schreibt, dass er ein Flight Case braucht, hat er Aha. wahrscheinlich innerhalb von 2 Minuten eine Lösung parat. Möglich. Vielleicht Partnerschaft, Endorsement, who knows? Who knows? Yes. Ja, aber Flying Videos finde ich schon schwieriger, um etwas zu bekommen. Also, ich meine, wenn du das Flight Case brauchst, Aha. entweder hast du eins, das die Form von der Flying V hat, oder sonst ist das Flight Case von einer Gitarre ja wahrscheinlich so 40 cm tief. Du hast sonst jetzt spezielle, Und wo wenn- mehrere kannst rein tun. Ja, aber eben, wenn du Flying V hast, kannst du das Ding ja einfach gerade mal verdoppeln von der Breite her und dann hast du so einen 4 Quadratmeter Koffer, den du mitnehmen. Aber ich habe wirklich Nightmare-Geschichten gehört von Leuten, die mit Gitarre fliegen und es nachher im Baggage-Dings reingeht. Alter, Ja. safe als Breath Kuba Tour. Ah.
Beim Hinflug ist alles angekommen. Mhm. Beim Rückflug haben sie das Kuba in den Lift nicht da. Wir sind in Frankreich gelandet. Die Instrumente sind immer als Kuba im Lift gewesen. Oh nein. Oh. Aber es war zum Glück auf dem Rückflug gewesen. Der Dömi hat dann so das Gefühl gehabt, ja, also eigentlich hat jetzt die Fluggesellschaft schon Glück, dass sie keinen Gig müssen spielen in Paris. Weil hätten sie noch einen Gig gehabt in Paris an diesem Abend, hätte die Fluggesellschaft einfach sagen, gut, jetzt, ihr organisiert das Ersatzinstrument. Sorry schnell für die Unterbrechung. Janik hat mir gerade geschrieben, er hat das Flight Case jetzt. Ah, sehr gut. Warte schnell, wie hat er das gehört? Sind wir live? In Sind wir- Twitch? Janik? Ich habe mit ihm eine telepathische Verbindung, die haben wir mal zusammen ein bisschen so aufgebaut Okay, ist in geil. dieser SWAS-Zeit damals und Ich darum bin- hat es mir jetzt gar können Ich sagen. bin sehr erleichtert, dass der Janik ein Flycase Ja, hat. voll. Yeah. Ich will ihn nie aufhören roasten wegen seiner Flying V. Das ist voll okay. Aber das ist auch gut, mit Flying V's darf man Leute roasten, das ist auch in Ordnung. Ja. Ich meine, das ist ja... Ist so wie Headless Guitars, habe ich auch nicht. Das geht gar nicht. Ich will jetzt einfach ein Selfie machen. Ah, Ja, ja, voll. Da siehst du wieder mal. Aber mit wer uns allen bläst- zusammen da. Das wird schwierig. Da siehst du... Gibt's da... Geht das so? Yeah. Siehst du wieder mal, wer... Siehst du wieder mal da, oder? Hä? Ah, Mann. Wer blastet das? hä? Die elende Professionellen. Ja, Mann. Nein, aber ich finde, wir sollten das mit 13 aufschreiben als ein Segment, das ist noch hure cool. Mhm. Und haben wir mal ein bisschen, jetzt haben wir ja von euch gehört. Ja, eben. So, jetzt Apropos haben wir etwa Segment, eine oder? Stunde geschnurrt. Eine Stunde, Ja, es ist Stunde 15. Damn. Ich weiss aber nicht, ob Also jetzt gerade alle Zeit für ein drin Selfie kann da rein. Auf jeden Fall, jetzt haben wir das geschnurrt. Jetzt können wir ja mal anfangen, unseren Podcast wieder einfach durchzugehen. Oder? Mit unseren, mit unseren Segmenten. und so. Yeah. Ich habe schon gedacht, dass es Struktur wieder längere und alles. Hey, geht's eigentlich noch? Ich habe schon gedacht, es wird eine längere Folge. Ja, logisch wird es eine längere Folge. Ja, ja, Ich glaube, auch jeder damit gerechnet, aber ist auch okay. Voll. Das kann ja 5 Stunden gehen. Mhm. Also, ich glaube, wir haben da noch eine Voll. Stunde Material auf dem Screen. Wow, krass. Ja, Mann. Ja, ist great. Wir können ja bei den News wieder eine Pause machen. Yes. Ja, ich glaube, bei Gästen Pipi-Pause. müssen wir schon Pipi-Pause brauche länger ich machen. jetzt, Dann. ja. Also, dann machen wir eine kleine Pause. Nein, aber jetzt? Nein. oder? Ja. Nein, wir machen keine Pause. Ihr seht einfach, dass die Newsmusik läuft. Also. Also, Newsmusik in 3, 2. Aber wir haben ja nicht nur Wow. News, Hä? wir haben ja noch andere. Ah, wir haben noch nicht News. Entschuldigung, meine Damen und Herren. Wir haben Fake noch, News. Sorry, Fake ich News. muss dich noch schnell unterbrechen. Ich habe im letzten Podcast etwas gesagt, wo hohe Wellen geschlagen Wir hat. haben so viel Fake News im letzten Podcast Alter, erzählt. wir haben so viel Fake News gehabt. Ich Und hab's mir von se- einer ist wirklich, dort habe ich etwa 800 Sachen bekommen. Ja. Wo dann aber war, der Ding, der Mike, die Sprachnachricht hat er geschickt, die können wir ja nachher einfügen. Er hat es nämlich wissenschaftlich erklärt, Die ist zu lang. ist egal. Der Mond dreht sich natürlich um die eigene Achse. Mhm. Der Mike hat aber gesagt, ich hätte ihn nicht so dumm überlegt, als ich gesagt habe, dass er sich nicht um die eigene Achse dreht. Weil es würde funktionieren, dass sich das Ding nicht um die eigene Achse dreht, wenn er immer würde so uns anschauen. Weißt du, was ich meine, der Mond? Das würde funktionieren, aber er macht es halt einfach nicht. Der Mond dreht sich um die eigene Achse in dem Zeitraum, wo er sich einmal um die Erde dreht. Darum schaut er uns immer an. Sorry, es tut mir leid, ich mache es nicht mehr. Richtig und richtig. Aber jetzt würde ich das so immer sagen. Und wir haben jetzt mittlerweile sicher den Bildungsauftrag erfüllt. Wir haben nämlich voran schon die ganze Zeit Knowledge Bombs dropped. Brian, Sie sind ein nicht studierter Mensch. Stimmt die Aussage, die der Herr Bella da... Ich habe nicht studiert. Ich bin dran. Aber Sie sind ein nicht studierter Mensch, weil Sie Vor allem studieren. Fair. Vor allem, Okay. Er studiert auch etwas, was mega viel mit dem Thema zu tun Ja, hat. total. Nein, es klingt so logisch, das muss wahr sein, oder? Mhm. Voll. Alle, die wollen, können einfach Mike von Anthem for a Dying Day schreiben, er erklärt es euch trotzdem. Ich würde die Weil ich habe Sprachnachricht reinfassen, weil die ist so lang geworden. Jetzt lasst Ich ich habe mir habe gerade in den Sinn, wie ich da mal bei uns da irgendwie mal einen riesen Vortrag gemacht habe über, Schwarze Löcher da. ja, über schwarze Löcher und dunkle Materie und Ja, so. genau. Und ich Geil. bin Da einfach fette dran Research gekommen. gemacht Okay. und wirklich gefunden, ey, jetzt Aber eben, raus, das oder? Beste Black ist, Matter Metal. dann ist eben der Dave von Save Last Breath auch noch reingekommen Ja. Mhm. und hat mich dann auch noch falsch stellen oder korrigieren, weiß ich was. Und dann habe ich irgendwann einfach Research betrieben und habe auf Google einfach beide Antworten. Habe einfach herausgefunden, dass beide Antworten stehen im Internet. Also die, dass sich der Mond nicht Damn. dreht und die, dass sich der Mond dreht. Von dem her, fragt den Bill Nye, der wird es euch Existiert der sagen. Mond denn Als überhaupt? nächstes bekommt er nach... GPT. Oh ja. Voll. Als nächstes bekommst du eine Nachricht, die sagt, hey Junge, was laberst du? Erde ist flat. We have flat earthers around the globe. Eben, genau. Was lachen die jetzt da? Das ist geil. Lachen die jetzt da? Aber, ja, ChatGPT, Alter. Ja, Mann. Ich habe im Fall ChatGPT geschrieben, hey, schreib mir Metal Lyrics. Geil, Mann. Und was Ja. ist gekommen? Es ist nicht schlecht gewesen. Du kannst sagen, hey, mach's düsterer, ein bisschen mehr Black Metal. Und er macht's.
Sehr gut. Er ist genial Ist für crazy. alles. Er ist das neue Google. Ich kann es Ja, auch wirklich. probieren, aber es hat nicht funktioniert, weil die scheiß Ding überlastet Was war. geht's? Ja, voll. Ja, Der das ist crazy. ChatGPT, der wird Google ablösen. Er denkt Okay. wirklich auch mit. Er gibt dir nicht nur Antworten, er Oh, denkt what? für dich. Das ist ein gutes Ich weiss Thema. grad nicht Künstliche davon. Intelligenz und Musik, beziehungsweise auch Metal-Musik. Weil ich habe auch geschrieben, gib mir mal eine Chord Progression für einen Death Metal Song. Hat mir auch einige. Voll. Also ist das eine Art Suchmaschine, wo Ja, aber, wo aber gescheiter ist als Es ist Google künstliche, sozusagen? künstliche Intelligenz. Ja, definitiv. Weil du kannst mit dem diskutieren und sagen, Mhm. schreib mir mal einen Text über eine Liebesgeschichte von 4 Dudes, die Podcasts machen, oder? Und nachher kannst du sagen, okay, Wir können mach also so. eine Fanfiction von ihm schreiben Ja, über uns. Das ist crazy. Es gibt sogar... Hey, ich habe eine Idee. Ja? Machen wir das und lesen es in der nächsten Runde vor. Ja, Okay, Unbedingt. okay. Ja, das ist eine gute Idee. das wollte ich. Aber hey- Ich glaube, das ist geil. Ich habe Angst vor künstlicher Intelligenz, weißt du wieso? Ich komme auf Instagram die ganze Zeit Werbung über oder auf YouTube von «Hey, ich bin deine neue künstliche Intelligenzfreundin». Und dann denkst du immer so, was kannst du machen damit? Und der erste Punkt ist einfach, sie schickt dir Nudes. Und ich denke mir nur so, Oi, oi, oi. Nein. Brada, Du musst weiter überlegen. Du siehst ja, wie viel Fake-Hobots dich anschreiben und nicht liken. Stell dir vor, die hätten eine richtig krasse künstliche Intelligenz hinter sich. fuck. Mhm. Alter, weißt, ich meine, wenn die Insels schon jetzt auf den Scheiß draufgehen, nachher wird es nur noch schlimmer. iRobot ist eine Ja. Zukunftsvoraussage. Ohne Scheiß, es ist iRobot ist 100%. kein Science-Fiction-Film. Es ist Aber schnell an 100% dieser Stelle, ich würde hure gerne mal Nudes bekommen von einer künstlichen Intelligenz. Du kannst schon jetzt, Lad dir das App ab, nein, du kannst schon jetzt mit dem Schick mir das Nude. mit dem bildlichen, ja, mit dem du hast eine bildliche künstliche Intelligenz über Discord, du kannst sagen, hey, dann kannst du auch zum Beispiel Albumcovers machen und Zeugs. Sagst du, ja, was für Nutzen über eine künstliche Intelligenz, dann machst du einen Roboter so mit dem Arsch oder so. Wahrscheinlich, du. Mega viele Bands brauchen jetzt für Albumcovers und Epic-Covers. Also, es kommt wirklich, am Schluss, was jetzt kommt, ist die ethische Frage, oder? So, darfst, sollst, oder? Jetzt mit Text auch noch. Ich meine, es gibt Leute, die jetzt ihre Bachelorarbeiten mit ChatGPT Ja. schreiben lassen. Die ganze Also- Bildungswelt ist aktuell voll im Stress, weil sie wissen nicht, was machen. Ich habe ja mal so ein Dings gesehen. Das ist, glaube vor etwa 2 Jahren oder so, hat es mal die Runde gemacht. Mhm. Da Club 27, oder? Ah. Club 27, da die Leute, die mit 27 Jahren gestorben sind, da Voll. Amy Winehouse, Kurt Mhm. Cobain, der von The Doors, Mhm. Jimi Hendrix. Ja. Und da hat es eben mal so eine EP gemacht, wo es quasi von jedem von diesen Künstlern, die ich jetzt so aufgezählt habe, haben sie über eine künstliche Intelligenz ein Lied gemacht, sozusagen. Mhm. Und das heisst also, sie haben von jedem Künstler haben sie alle Songs in so ein Ding hineingerührt Mhm. und der hat dann aus dem einen neuen Song generiert. Mhm. Und dann hat einfach dann ein Stimmenimitator dann drüber gesungen. Mhm. Aber der Text ist auch von der Intelligenz geschrieben worden. Mhm. Und man kann das nachlesen. Es ist auch ein Amy Winehouse-Song, Mhm. ein Jimi Hendrix-Song, ein Nirvana-Song und ein The Doors-Song, der einfach so tönt, als wäre es wirklich von innen Und gemacht. wann ist das gewesen? Vor etwa 2 Jahren ist das Ja. rausgekommen. Und es wird jetzt jedes Jahr einfach noch krasser. Das Ding ist aber, Mhm. die Lieder, die tönen so gut. Das sind eigentlich wirklich immer so das Best-of, einfach in einem Lied sozusagen. Aber es ist hure scary, wenn das so los ist. Denkst du auch so, Alter. Du, Ja, du weißt aber- nicht, vielleicht gibt es schon einige Songs in den Top-Charts, wo zum Teil AI. Ich könnte es mir hure gut vorstellen. Ja. Mhm. Dragged Under. Mhm. Ich sag doch, die ganze Dragged Under ist so, als ob einfach alles, was irgendwie Mhm. so heute ankommt, Ja. in modernem Hardcore Ja. Mhm. und Punk, kondensierst Mhm. und dann rauslässt, dass das Dragged Under ist. Alter, ich schwör's dir, Oh. Dragged Under macht das ganz sicher. 100 Pro. Und wenn sie es nicht mit einer künstlichen Intelligenz machen, dann sind sie selber die künstliche Intelligenz. Mhm. Aber wer kennst du Dragged Under? Stell Kennt dir ihr's? stell Ich dir habe den vor, Namen schon gehört. Aber. Dragged Under tönt wirklich so, musst du mal hören. Es sind geile Lieder, es ist wirklich gut, aber es tönt wirklich genau so, als ob es wirklich einfach ein hoch komprimiertes Produkt ist, um einfach jetzt Umsatz zu generieren. stell dir vor, der Fluff ist eine künstliche Intelligenz. Der Fluff Den ist eine gibt's nicht. künstliche Intelligenz. Genau. Weil der ist jetzt ein bekannter Künstler, Musiker, bekanntester Metal, Gitarre-YouTuber, einer von den bekanntesten. Vielleicht ist der Ola England auch eine künstliche Intelligenz. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich habe gerade einen. Fluff versus Ola. Oh. Oh, das ist ein neues Segment, wo später kommt. Jetzt, aber wir machen jetzt einfach mal News. 3, 2, Voll. 1, News. Metal Servola, breaking news. Ja, also ich habe gesagt, ich fange jetzt einfach schnell an, weil es hat
uns eine traurige Nachricht erreicht. Und das klingt jetzt viel zu sarkastisch eigentlich, weil es macht mich wirklich traurig. Weil eine von meinen Lieblingsbands hat sich aufgelöst. Also nicht aufgelöst, sie haben einfach geschrieben, sie machen eine Pause. Aber der Text hat nicht so getönt, als ob es eine Pause ist, sondern mehr so, als ob es fertig wäre. Blood Youth. Nein, nicht. Blood Youth hat aufgehört. Und was mich noch mehr anschießt, ist, dass Blood Youth in Baden gespielt hätte, gerade. Da um die Ecke, im März. Und es ist so ein bisschen wie nicht cool, dass das passiert ist. Ja, Das ist wirklich Sad. sad. das ist wirklich sad, weil die sind nur geil gewesen. Wenn ihr hässigen Nu Metal hören mit modernem Touch, Blood Youth. UK Nu Metal. Ich bin jetzt gerade voll am überlegen, Blood Youth kenne ich von irgendwoher. Ich nicht. Wahrscheinlich will ich sie. Ich habe auch nicht. Also, Mal, wir haben im Podcast, ich habe bei euch im Podcast schon mal über Blood Youth geredet. Aha. Über Blood Ja, Youth ich von habe- Knocked Loose. Ich habe das Gefühl, ich habe es sogar schon irgendwo mal gesehen. Haben sie mal irgendwann da jetzt Die haben in der Hafenkneipe gespielt. im 19. warte, sind nicht die haben das Nu Metal, so à la Slipknot-mäßig? Doch. Doch, oder? Ja. Junge Band war es, oder? Ja. Ziemlich neu, ja. Also ja, es hat ja auch 8 Jahre gegeben, aber Ja gut, in Bandjahr. Auf jeden Ein Jahr Fall ist das schade, jung. wenn es sich, sehr schade, ja. wenn's einfach nicht mehr machen. Unabhängig davon, ob es sich auflöst oder nicht. Gut, ich meine, man kann sonst, weißt du, ich meine, Breakdowns haben auch gesagt, so, ja, ich spiele nicht mehr live, aber auch neue Songs raus. Ja. Gut, aber der Text, das ist einfach nicht. Ich habe den Text durchgelesen, das ist nicht. Irgendwas da nicht gut. Aha, ich habe gemeint, du meinst Panic at the Disco, weil sie haben sehr Die interessieren mich Haben nicht. die auch aufgehört? Ja. ja. Schon? Ja, also der Dings hat geschrieben. Die Das, Lexi hat mir geschrieben, so, schick mir so das Panic at the Disco sich aufgelöst. Panic at Home. Ich bin ja froh, dass Foo Fighters ja weitermachen. Ja. Allerdings. Nein, ich habe ein Meme gesehen. Aber warte, spielt er selber wieder Schlagzeug oder holt er einen neuen? Weiß man noch. Die holen den neuen, aber man weiß noch nicht wer. Wird noch Wer schwierig. könnte sein? Es gibt einige Gerüchte, zum Beispiel der von The Darkness, der einfach 1:1 gleich aussieht wie der vorherige Drummer. Mach einfach Cosplay. Zum Beispiel. Der von Perfect Circle, Josh Freese, ist auch Mhm. ganz hoch auf der Kandidatenliste. Sonst gibt es ja noch den Matt Cameron Von? von Pearl Jam und Soundgarden. Und dann gibt es ja noch einen, Chad Smith von Red Hot Chili Peppers. Der steht auch auf der Damn. Kandidatenliste. Ich will wirklich, Also irgendeiner von denen wird es fix. ich will wirklich einfach den Dave Grohl vorschlagen. Ja, voll. Der Drummer von Nirvana wird das wohl können. Voll. Gut, die brauchen halt ja schon Ich habe beides. ihn vorne. Ich weiß noch. Weißt du, hast sicher ein Video gesehen vom Dude, der irgendwie Schlagzeug spielt, gleichzeitig Gitarre spielt und singt oder so? Satchel von Steel Panther. Auf Insta gibt es so einen, wo gerade alles gleichzeitig Ja, macht. voll, der meine ich, der meine ich. Easy. Aber ja. Da habe ich auch für meine Grunge-Band eigentlich mal anfragen. Wo wir unseren Drummer rausgeschmissen haben. Ich finde, der wäre eigentlich gut. Ey. Ja, bringst du mal etwas raus mit dem Band, Bruder? Ja, er hat gesagt, das 5 kommt Jahre. vielleicht noch etwas. Das Jahr, das Ah ja, Ich das habe ihn Jahr gehört. und in Mhm. 5 Ich habe ihn Jahren. Das gehört. Jahr. Das Jahr oder in 5 Jahren. Das ist doch gut. Ja. Ja, machen wir wieder mit News. Es hat nicht so viel lokale News gegeben. Voll. Darum ist jetzt aus der Region für die Region ein bisschen ausgeweitet worden. Wir sind jetzt auch mal kurz über dem Teich. Yes. Und zwar habe ich heute oder letzte Woche mit Frohlocken vernommen, dass Unearth einen neuen Song rausgeballert hat. Mhm. Ja. Der ist einfach richtig fett, oder Ja. Jungs? The Wretched, The Ruinous, also immer so etwas jetzt geheißen. Richtiger Oldschool Original Metalcore. Hässig. Wir haben es vorher gerade gelost und wirklich können eine frische Meinung dazu haben. Richtig fett, Alter. Es ist einfach, du kannst es gar nicht besser beschreiben, wie es ist einfach nur fett. Du hast noch etwas sehr Yeah. Spannendes während der Reaction noch gesagt, Brian. Das mit dem Gesang, wo kein Gangshouts ist, oder was? Das auch? Nein, aber das vom The At the Gates Core Dings, von nicht mehr wirklich so viel siehst. Ja, voll. Oder? Das schwedische. Ja, eben. At the Gates haben ja wie so einen Blueprint gemacht für die ersten Metalcore-Bands. Und Ja. die Bands heute die machen das gar nicht mehr so. Voll. Aber bei ihnen merkst du den Einfluss immer noch. Ja, ist so wie jetzt hast du wirklich so eine starke Trennung zwischen Melodeath und Metalcore. Aber die wirklich immer noch die Melodien bringen, so wie der Halo-Effekt, einfach mit einem Breakdown oder so, ist wenig. Und jetzt haben wir es wieder gesehen, das finde ich Ja, wirklich geil. eben. Das ist der Metalcore, den ich nice finde. Beste Voll. Metalcore ever. Und Beste Metal. weißt du, was funny ist? Weißt du, wie ich auf die Band gekommen bin? Wie? Auch sehr lustig gewesen. Ich habe irgendwie, ich weiß auch nicht, wieso, ich habe ein Video von irgendein Musikvideo von Bring Me the Horizon geschaut. Und dann ist da gestanden, this is the wildest breakdown scene ever. Dann ist einfach so, halt, sie haben einen Breakdown gespielt und die Party ist am Eskalieren gewesen. Und unten dran einer so, no. Black Hearts Now Rain from Unearth is the wildest breakdown scene ever. Und ich habe das gelost und dann einfach so mir nichts gedacht dabei, weil ich einfach
Es hat ausgesehen wie so eine hure Underground-Band. Ja. Mhm. Es hat zwar schon viele Views gehabt, aber es ist recht alt gewesen. Man denkt, es ist einfach so eine Underground-Band. Es ist auch so ein Konzert gewesen, wo Ist so immer noch ein quasi- 4x3 Video. Ja, gewesen. etwa so. Es hat auch ausgesehen wie so ein Konzert, das in einer Wohnung gespielt worden ist. Und dann hat es einfach angefangen, das Lied. Und einfach so von der ersten Sekunde an so, fuck, Junge, das ist heavy. Das ist geil. Ja. Das ist Metal. Das ist Metal, Leute! So gut, Alter. Das haben wir unbedingt mal auschecken. Ja, Mann, ganz checken, richtig cool. Sonst, Schreiben nicht, kommt aus Switzerland. Gantos. Ich wollte die wieder live sehen. Ja, hure dick, Mann. Mhm. Wann haben sie letztes Mal da gespielt? Ja, ich glaube, dort mit Eyes Alle Dying. Oh. Im 20. Ah, damn. Ah, Ich habe es 2015 mal gesehen. Eines der ersten Metal-Bands. Greenfield. Nein, im Komplex als Vorband von Arch Enemy. Und ich glaube, das war eher 2014. Gewesen, aber ja. Arch Enemy, dort, was noch cool sind. Ja. Dort, was noch nicht bei Wer blastet was grossed worden sind. Also ich stehe eigentlich auf Arch Enemy. Ich weiß ja nicht. Ja, du, wir haben es gerostet aus anderen Gründen. Auf jeden Fall. Ich kann dir keinen einzigen Song jetzt erwähnen. Arch Enemy. Nemesis. Nemesis ist wirklich der einzige Song Ja. von ihnen. Ja. Aber der ist noch mit der Angie, oder? Mit der Angela Gossow. Aha. Genau. Ja, das ist wirklich einfach, die heißt so hart. War Eternal. Ja, aber das ist schon mit Alissa White Glass. Aber das ist eben noch auch ein guter Song mit dir. meinetwegen. Aber Alisa White Plus finde ich einfach bei Diagonist haben mir viel mehr gefallen. Ja. 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 Für mich anders. Ich finde einfach, sie hat zu wenig rohe Stimme. Mhm. So, wenn's mit der, also gut, du kannst es nicht mit Angela Gossow vergleichen. Der ist einfach so ein hässiger Puma. Ja. Voll. Aber Vielleicht sind die Girls zu perfekt in dem, sind zu Ja, overprocessed, das zu ist es. generisch. Zu generisch. Ja. Eventuell. Genau, da haben wir letztes Mal schon drüber Ja. geredet und wir haben Voll. auch schon Angst gehabt, dass wir cancelled werden. Von dem her gehen wir jetzt weg von dem Thema. Gut. Ähm, News. Metallica hat einen neuen Song rausgebracht. Er heißt Screaming Sacrifice. Ich habe ihn gelost. Screaming Suicide. Screaming Suicide heißt er, ja. Nein, heißt- Sacrifice. Nein, er heißt Suicide. Screaming Suicide. Hure sicher. Du hast mir dann einfach Und gesagt. Professionalität vom Metal Servola Podcast kommt wieder mal durch. Dort Ja. steht Screaming Sacrifice, nicht Aber Screaming darf ich euch Suicide. etwas fragen? Freut ihr euch aufs neue Metallica-Album? Es ist so ein bisschen wie jedes Mal, wenn Metallica ein neues Album rausgebracht hat, das ist so, okay, cool. Ja, wirklich. Ist so wie also. Ja, Das voll. Ding ist eben, Aber ich freue mich jedes Mal, wie ein kleines Kind auf ein neues Release von Metallica. Ist für mich wie so Weihnachten. Aber nachher ist es so, ich los es und dann ist gerade Weihnachten irgendwie wieder vorbei. So. Da kommt mir in den Sinn, Kategorie mit 13. Mhm. Wie habe ich mich gefreut auf Death Magnetic? Oh ja. Und das habe ich auch hure geil gefunden, auch wenn es so lustig produziert ist. Aber Ja. Death Magnetic ist rausgekommen, als ich 13 war und ich habe es hure geil gefunden. Ein Kollege von mir hat Guitar Hero Metallica gehabt. Nein. So ein Jack- Oder das ist habe ich oder ist Rockband gewesen, aber Guitar irgendeine, Hero. wo kannst mit Drums und alles spielen und wir haben wirklich Ja. das ganze Ding zusammen gespielt. Das ist Hure wirklich gut. geil. Ja, so Nein. habe ich eigentlich Metallica so richtig kennengelernt, Ja. also mit dem Game. Voll. ich habe Metallica. Day that never comes. Ja, das ist wirklich etwas mit 13. Das ist eine gute Ich habe Segment. wirklich noch nie Metallica wirklich gelost. Ich habe das immer so ein bisschen, ich habe die Band immer so ein bisschen als so Band, wo mein Vater würde hören, wenn er so Aha. Musik würde hören. Los einfach die ersten abstempelt. 3 Alben. Das Aber dann sind jetzt die lass mit Abstand besten. mal schnell zu, jetzt so, Ja. ihr Jungspunde, lass mich doch schnell ausreden. Und nachher habe ich irgendwann mal ein Video gesehen von so Hip-Hop-Heads React to Master of Puppets. Mhm. Und dann habe ich das erste Mal das ganze Lied gehört, weil ich habe in der Hälfte immer so das Gefühl hatte, ja, langsam ist gut. Minuten. So, langsam ist gut. Ich bin ein Millennial, da, wenn ein Lied mehr als 3 Minuten geht, mag ich nicht mehr. Mhm. Dann habe ich mal das ganze Lied gehört. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, so, oh shit, das ist ja brutal, der Song. Ja, Mann. Der ist ja brutal, der ganze Er hat Song. eine Berechtigung zum so lang sein. Der ist ja kopfendammt gut. Und dann habe ich einfach mal das ganze Album Master of Puppets gelassen. Und einfach sagen, Ja. yo, damn, ich verstehe, wieso dass die Band Ja. so durch die Decke gegangen ist. Weil das ist ja Aber absolute fucking grandiose Musik. ich bin so. auch der Meinung, dass Master of Puppets der beste Song ist von Metallica. Ich habe eine ganz unpopular Meinung zu dem. Ich finde Jump in the Fire von ihrem allerersten Album ist der beste, wenn den Okay. irgendwie niemand kennt. Shit, ich finde einen noch geil. Das ist das Cover von. Whiskey in the Jar. Nein. Turn the page. Nein, es ist das Cover von irgendeinem HC-Song. Also von ihrem Nein, von einem Dings. Von einem, Dyer's Eve oder nein, was? die, my darling, just shot you Aha, pretty for eyes. Von- Rancid? Nein, nicht Rancid. Wahrscheinlich Misfits. ist das Misfits-Cover. Misfits. Der finde ich Ja, richtig das geil. Ja, genau, der ist schwer sick. Brighter Lightning finde ich noch einen ganz geilen Ja, Song. voll. Idee für eine Kategorie. Covers, die besser sind als das Original.
Black Tears for Heaven Shall Burn. Ja, Oh. kann ich unterschreiben. Sowas von. Und nochmal von- Heaven Shall Burn. Von wem ist? Valhalla Deliverance. Oh, die haben den Valhalla-Chor von Blind Guardian? Ja, Ja. und Oh, es ist damn. besser als Es ist Blind besser als Guardian. Blind Guardian. Und es ist mit dem Sänger von Blind Guardian. Oh, Es ist so ein offizielles Cover. damn. Das liebe ich, wenn so Core oder Death Metal Bands einfach Power Metal covert. Ja, Mann. Das ist verdammt geil. Covers, die besser sind als das Original. Ja. Back in Black vom Todd Pariash. Buh. Fucking geil. Oh, was gibt's noch für geile Sachen? Ja, ich habe jetzt Oh, das nur so Das drauf können wir noch. für Ey, die Zukunft, können wir weißt du? nachher die können wir bei Ihnen machen, falls wir Ja, nicht aber vorbeigehen. Dings, der Heaven Shall Burn Song, der andere, der gesagt hast, Black Tears. von wem ist der Cover? Ist von anderen Death Metal Band, Nein, oder? nein, Weiss von einer nicht, richtig bitte. alten Band. Weil sie haben den Cover, das ist glaube ich der erste, der kommt bei denen, und nicht von denen ist, weil ich habe nachher drin angeschaut, so, ja, sie haben es doch besser gemacht, Heaven Shall Burn. Ja, es ist nicht. Ich Ich weiss. weiss nicht, wie die Originalband heisst. Ich auch nicht, Ich habe es mal gewusst, aber es ist jetzt. aber wie- das sagt ja alles. Nein, es ist im Fall Dark. Es ist nicht Dark Tranquility oder so. Nein. Es ist eine richtig legendäre Band auf jeden Fall. Ja, voll. Ah, ja. Ist auch egal. Aber ja. Dann, eben, ich habe den Song gelost. Ja. Aha. Der vorher war wesentlich besser gewesen. Ja. Müssen wir nicht hören. Wie gesagt, ich habe nicht einmal Lust gehabt, um da drauf zu klicken. Ich habe auch nicht. Ja. Ich habe auch noch draufgeklickt beim anderen, weil mir der Nico den geschickt hat und gesagt hat, das ist geil. Habe ich draufgeklickt und das Riff finde ich noch geil. Das läuft mir jetzt noch hinten drin. Also, das ist ein gutes Riff. Ja, voll. Und den neuen habe ich gelost und es ist auch so. Ich habe noch nicht gehört, mache ich dann nachher. Ich weiß nicht, es ist so, wie wenn ich sage, oh, Tenacious D hat einen neuen Song raus. Ich meine, ich finde cool Tenacious D, ich finde den Film geil, ich finde. Okay. Aber ich muss das nicht unbedingt hören. Weißt du? Vorher hat Metallica mit Tenacious D vergleichen. Aber es, Ja, für mich ja. fühlt sich mittlerweile Ja, etwa schon. genau gleich. Eins ist die beste gottverdammte Band, die sie je gegeben hat, und das andere ist Metallica. Ich habe gewusst, dass das kommt. So geil. Ich kann gerade sagen, Tenacious D ist eigentlich viel besser als Metallica. Aber tatsächlich habe ich viel mehr Metallica gehört als Tenacious D. Ja. Nein, das kann ich ganz sicher Aber nicht ich sagen. sag dir etwas, wenn ich sehe, dass Exodus einen neuen Song rausgebracht hat, oder Death Angel, dann gar nichts hören. Brian ist doch so Death Angel-Fan, oder? Ich hasse es, aber ich liebe Exodus. Aha. Darum, voll in Ordnung. Nein, Death Angel, ich sage, Death Angel hat einen recht guten Eindruck bei mir hinterlegt, weil ich habe die im 2010 gesehen, in Peru als Teenager Metalhead dort. Und Ja, ich liebe Death Angel, ich finde es geil. Brian, hast du eigentlich also, ich bin irgendwo im Ausland aufgewachsen und habe geile Bands in meinem Ghetto-Kaff gesehen, Stories, weil ich fühle mich immer so richtig, so die zwei haben Kultur und ich bin einfach so da, nee, Nein, sorry ich Bruder, habe Alter. irgendwo im Wieland auf einem Heuballen mal Chakra gesehen. That's the furthest I can get. Das ist die Kultur von Brian. Bro, ich habe in der Swiss Life Hall in Luzern habe ich auch DJ Bobo gesehen. Das war mein erstes Konzert, gewesen, aber das zähle ich nicht, weil dann haben meine Eltern mitgenommen. ja. Ja, dann wäre es bei mir Status Quo. Oh, Immerhin. stabil. Ja, sonst kannst du den nächsten Song Ich schicke meinen ankündigen. Vater, ich tue meinen Vater jetzt, aber ich habe seit ich Geld habe, habe ich Zeit zum, also seit ich Geld habe, ich habe nicht so viel Geld, aber seit ich Geld habe, schicke ich meinen Vater jetzt auf, ich bringe ihm Kultur bei, ich habe ihm jetzt auf Weihnachten 2 Tickets für Larkin Poe geschickt. Mm. Also, nächster Song. Mhm. Gut. Obituary. Meine absolute Lieblings-Florida Death Metal Band. Und sie haben ein neues Album rausgehauen, das Hey, heisst sorry Florida, müssen es nicht Math Metal sein? Florida Man, der Musik macht, oder? sind einfach 5 Alligatoren, die spielen. weißt du? Oder nein, alle sind Alligator Hunters. Ja, Mann. Reitet einmal auf denen zu den Shows. Oh shit. Nein, das Album ist diese Woche rausgekommen, heisst Dying of Everything. Hure solid. Also ihre letzten 2 Alben sind hure gut. Sie sind so wie Creator. Sie werden aufs Alter immer noch besser. Ja. Und der Song, den ich euch gezeigt habe, ist The Wrong Time, mein Liebling von dem Album. Und könnt euch freuen, am 18. Februar mit Heaven Shall Burn und Malevolence und Trivium in Zürich. Und ich habe nur so gedacht, so, Malevolence geil, Trivium geil, Heaven Shall Burn. Fuck my life. Obituary kann ich nicht. Jetzt kommt so ein Brian um die Ecke, der aussieht, als ob er Crocodile Zahnarzt, Dundee. als ob er irgendwie, ich Verkaufst weiss du nicht, Amphetamine halt. was er macht. Ich weiß nicht, was er macht, aber es ist sicher shady. Der sagt, ja, jetzt muss ich alle 4 Bands wirklich schauen. Ja, ja. Was heißt der gibt einen Kolumbianer, weißt du? Aha, ja. Ich bin Kolumbianer. siehst du. Ja, aber- nein, also Obituary richtig geil. Aber ich habe eine andere Reihenfolge in meinem Kopf. Ich denke Trivium, Mhm. Malevolence und eigentlich bei denen 2 gar nicht. Heaven Shall Burn finde ich cool. Hast du schon mal live gesehen?
Ja, mit Parkway Drive, wo sie getestet haben. Oh mein geil. Gott, Ja. das ist so fett gewesen. Und das Lustige ist, wo sie im Spiel waren, wir sind Heaven Shall Burn am Spiel gewesen, so, okay, cool, einfach am Hören, ich kenne die Songs eigentlich nicht. Plötzlich macht sie Lichter aus und plötzlich ist Parkway Drive. Und ich bin da oben gewesen, auf 2. Stelle, schnell runtergerannt. Ich In hab dort- 3 Minuten, so, ich bin 12 wieder. Ich habe das Leben nicht mehr gecheckt, weil ich bin unten bei Heaven Shall Burn, so geil. Mhm. Und sie so. Wie heißt der Sänger schon wieder? Oh. Der Bischof, Markus Der, Bischof. Der Markus so, yo, wir sind Heaven Shall Burn, wir kommen aus dem Osten, wollt ihr ein Aus Cover? Thüringen. Wir kommen aus Thüringen, wollt ihr ein Cover hören? Und alle so, ja, gut, dann spielen wir jetzt einen Song von Parkway Drive. Und dann hat es einfach so Parkway Drive covered und dann geht das Licht weg und dann fängt es so an. Und ich so, oh mein Gott, sie spielen da noch Wild Eyes! Oh mein Aber Gott, sie im Fall. spielen da noch Wild Eyes! Und dann steht Parkway Drive dort Ja, und alle ja. Leute, So wirklich, geil. alle Leute dort rein so. Das Lustigste. What the fuck? Ja. Das wird heutzutage gar nicht funktionieren. Nein. Nein, Heutzutage ich glaub, wüsste im jeder Fall- schon, dass es passiert. Ja. Passiert das nicht jetzt auch mit Trivium? Ich weiß es nicht. Ich wollte Das es nicht wird wissen. geil. Ist, habe Du ich nicht eben letztens spoilern. mitbekommen, Ich- dass das Trivium... Ich ignoriere das im Fall alles. Ich wollte Ja. an das Konzert gehen Ja. und einfach. Oh. Du darfst es gerne erzählen, ich habe nur schon Nein, meine aber Ohren das zu. Lust- Also ich habe Lustigste. mitbekommen, dass Trivium einen Song released hat und das ist einfach ein Cover von Dings, von Heaven Shall Burn. Oh, geil. Aber Also ich erwarte, dass Trivium Support von Heaven Shall Burn ist. Das wär's. Ja, das fände ich auch toll. ja, das ist Ich In will Europa Trivium macht schauen. Sinn. Ja, In England, ist so. in Amerika nicht. In Ja, Amerika wäre es stimmt. sicher Aber in Trivium Europa oben. ist es absolut Du logisch. hast finde recht, du hast recht. In Europa ist anders als Amerika. Mhm. Ich meine, das ist ja krass, wenn du so Festivals anschaust. Heaven Mhm. Shall Burn steht immer höher weit ja. oben. Sind wir Ja. eigentlich alle In dort am Deutschland 18. haben sie Februar? Headliner. Ja, steht. also ich bin glaub's, ja. dort. Sollte Ich dort bin Du auch- bist sein. ja. dort, du bist dort, du bist Ja. dort. Ich Ja, bin auch gehen dort, wir. geil. Gehen wir. Geil. Also Cool. alle, die uns wollen sehen, wir sind alle dort. Ja, Alle, voll. die Brian, Josh, Ricky oder mir mal eins haben wollen, in die Fresse hauen, kauft euch ein Ticket und geht an das Konzert. Nein, was ich passt's. sehr lustig finde von Heaven Shall Burn ist, der Sänger sieht so wie ein Marketingdozent bei der Fachhochschule irgendwie aus. Mhm. Aber er ist Pfleger. Mhm. Ah, stimmt. Er ist ja, Pfleger. ja, Er ist hure oft amix, wenn es Festivals spielen, Mhm. von der Schicht ins Flugi ans Festival Shit, geflogen, Alter. Festival-Wochenendblock gespielt und dann wieder Aha. arbeiten. Ja. Das ist krass. Ich glaube, der Gitarrist, der Mike, ist Der Jurist. ist Jurist, ja. Und der Schlagzeuger ist Christian Lehrer. Bass ist Lehrer. Jeez, stell dir vor, gehst du in die Schule oder hast Kinder, gehst in die Schule und der Lehrer ist einfach der von Heaven Shall Burn. Nein, willst du mich verarschen? Hey, er wird nicht bohren am Jemand am Samstag. Bohren da, willst du mich verarschen? Das gehört man. Es ist noch nicht 10. Hey, nein. Also es fühlt sich einmal so an, als wäre 11 Jahre alt. Ah, fuck you. Nein, ja, aber ja. Dann, die uns hauen wollen, können das machen am 18.02. Ja, genau, Aber genau. Und für die anderen gibt es noch Aber- Symbolik. Ihr müsst einfach Was? wissen, wir schlagen zurück. Was Symbolik? So heisst die Band, die du noch ausgeschrieben hast. Okay, nein. Brian hat den Brüllen nachher aber nicht lesen. Nein, jetzt kommen wir zu unserem, glaube ich, einzigen lokalen Release, den ich habe. Ist nicht Symbolik, ist Cybiotic. Ah! Der Brian will den Lied übernehmen. Es ist Cybiotic oder Cybiotic. Nein, Cybiotic wahrscheinlich. Haben Einfach weitermachen, das hören wir nicht. deine okay. Nein, Cybiotic haben einen neuen Song rausgekommen, heißt Born from a Wire. Sehr geiler Song. Ich finde es sehr cool, dass sie so eine Sci-Fi-Thematik haben. Ja, in aber jedem passt Song. ja zum Lied, es tönt auch so. Voll, absolut, absolut. Und der erste ist Future Proof, ist auch, also sie haben jetzt, ist der zweite Song, den sie rausgehauen haben. Und die Quality ist einfach mega hoch. Also, Von wo sind die? von Zürich. Von Zürich? Soweit ich weiß, ja. Stadt Zürich? Glaub's. Oh, voll geil. Sie haben es, glaube ich, mit dem Michael ZHDK aufgenommen oder so. Der Michael von Ex-Nubia von One Lunar Day macht. Yes. Ist geil. Können wir es hören? Yeah. Ja, sehr cool, sehr cool. Ja. Dann können wir weitermachen auf Konzert. Ja. Ich sehe gerade, Mike Stender Band, das ist neu. Yes. Ist das noch? Dort bin ich gewesen. Ah, du bist Vorletzte gewesen. Woche. Ah, Ja, erzähl mal, Ja. erzähl mal. Also. Jawohl, also der Janus Christus ist so ein Rapper, der hat mich gefragt, ob ich mit ihm an ein Konzert, nicht Mhm. ihn selber schauen. Mhm. Er spielt am 4.2. in Bruck im Piccadilly, gehen dort. Und? Aber er hat mich einfach so gefragt, wollte ich mit ihm ins Treppi auf Rorschach und ich habe Mhm. gefunden, bin ich noch nie gewesen. Mhm. Mal eine neue Location kennenlernen mit Ja. guten Leuten, machen wir. Und dann eben, Mike Stender Band war wirklich lustig, gewesen. Ist so ein bisschen Punk, aber so Punk wie Ärzte, wenn sie einen sanften Song machen. Ah, ja. So Punk, oder? Ich habe mal reingelassen, was du Mhm. mir davon erzählt hast. Ich habe es nicht so geil gefunden. In Ordnung? Aber ich Also, stehe du hast auch gar nicht nicht gerne Musik, die Deutsch singen, oder? Ah, ist Weniger. Deutsch. Ja.
Die Fantastischen Vier finde ich noch ganz okay, aber sonst... Damn, Alter. Da geht der tief graben, die Fanta 4. Die habe ich sogar mal live gesehen. Ah, Ich auch, am Gampel. Gampel, ja. Ja, ich auch. Mann. Ja. Das war so geil. Heaven Shall Burn, fettes Brot und Fanta 4 an einem Abend. Ist oder nicht so. Scooter auch noch der? Ja, genau. Das ist doch der, Fettes Brot wo- habe ich früher auch noch gelesen. das ist doch der, der Heaven Shall Burn vor Scooter gespielt hat und irgendwie Ja. nicht mehr auf ihr Leben klar Ja, war. sie haben es super geil gefunden. Dort habe ich das erste Aber, Mal Heaven Shall Burn gesehen. Schnell zu Fanta 4. Ich habe mal eine Kassette von denen besessen. Eine Kassette, so eine Audiokassette mit so richtig so alten Aufnahmen von ganz, ganz, ganz früher. Mhm. So irgendwelche Demos halt, bevor sie überhaupt im Studio waren. Und das habe ich irgendwie verloren, fortgeht keine Ahnung was. Ja. Ich habe dann einfach das letzte Mal geschaut im Internet. Das Ding wird jetzt einfach für irgendwie 500 Stutz verkauft. Wahnsinn. Und ich habe das Ding mal besessen, Mann. Krass, Alter. Ja. Ja, aber zurück zu der Mike Ständer Band. Wirklich, die kann man sich mal geben, sind lustig. Amüsante Texte, sozialkritische. Lustige Texte, oder? Ja, und Ja. sozialkritische. Ja, Texte sind wirklich nur lustig. Ja. Und eben sind nur das Zweite, nur Schlagzeuger und Bassist und beide ein bisschen am Singen. Ja. Krass. Und das Trappi in Rorschach kann ich auch empfehlen. Es ist mega klein, aber es ist geil. Dort so eine Prügli-Band wäre hure lustig. Ist ein Rorschach Ebri. Ja, Rorschach immer voll. Hast du auch müssen einen Test machen, wo du Sachen anschaust, zum reinkommen? Wir lösen, Props für den Flachwitz. wir lösen den jetzt nicht auf. Den lassen wir jetzt einfach. Jawohl. Ich erkläre dir nachher. Okay. So ein Schweizer Ding. Weil der Latinos einfach so, geh. Einfach das deutsche Ding. Ja. Okay. Also, dann soll ich gerade noch weitermachen Mach mit weiter, Shadow ja. of Das ist super. Intent. Also, ich will wirklich nicht den Lead an mich Mach reissen. mal, Es mach passiert mal. immer so Brian automatisch. ist jetzt einfach der Hauptmoderator von diesem Das ist gut. Podcast. Ja. Ist das so? Wenn ich der Einzige bin, der ein Konzert geht im Ja, Januar, ja, ja, kann ich nicht dafür. Du hast einfach unser Ding noch nicht verstanden. Das hättest Konzert, wo du gegangen bist, hättest du vorher müssen beim Random bringen. Das sind ja die News. Ah, das ist schlicht. Das sind Konzerte, die kommen. Aber sonst ist gut, mach weiter. Das ist schlicht. Also gut, in dem Fall bringe ich noch eins, wo ich war und eins, wo ich gang. Wo ich heute Top, gang. top. Oder für die Hörer, wo ich vorgestern gegangen bin. Okay. Aber ich gehe heute. okay. Verstehen Sie? Ja, okay. Übergestern. Also, vor einer Woche, also für euch vor 9 Tagen, Machen wir Back to the Future da. Wer hat den Brian Cox in Kaffee da? Hallo! bin ich Shadow of Intent schauen. Aha. Und 3 geile Vorbands. Und Shadow of Intent selber war gar nicht so toll gewesen. Also alle Bands haben Deathcore gemacht. Die erste, To The Grave, habe ich am besten gefunden. Die haben also so ein bisschen Death Grind gemacht. So hässig. Richtig hässig. Hoffentlich hört man das Stuhl nicht, wie er quietscht. Egal. Ein Angel Maker auch hure abgegangen. Enterprise Earth auch easy gut. Also wirklich Deathcore vom Feinsten. Stehe nicht auf meinem Kabel, Josh. Das war der Penis vom Finken. gewesen. Ja, beste. Ja, und heute gehe ich slammen. Darum bin ich so schön angelegt. Aha. Schon wieder lang. Was kannst du slammen? Got Tractomy und Rectal Depravity. Busy und Gacki Band. Eben, Ja, genau, Mann. wieder. Busy und Gacki Band. Wo spielen die? Im Mundwerk zu Im WC, Oerlikon. Alter. Er ist etwa so gross wie ein Das WC. Mundwerk ist geil, das haben wir ja auch schon zweimal gespielt. Ja, Oder eben, dreimal. siehst du. Macht Spaß. Bin noch nie gewesen. Das ist winzig, aber das ist geil. Ich habe nie gesehen. Ah. Es ist so auf dem Parkplatz vom Hallenstadion. Ja, fast. Ja, stimmt. Wir haben den Abschlusskonzert von SWAS haben wir eigentlich dort machen ursprünglich. Ah. Und dann ist es gleich Sebri geworden. Ja. wie Also immer. ist Oerlikon Ebri. Ja, es ist so Oerlikon. Also eigentlich ist Ebri das örtliche Ebri, ist ja beides Zürich. Ja, aber ich, Aber das ist Aber jetzt ja das wieder Mundwerk ist einfach Hot das Topic. Hallenstadion Ebri. ich Ja, Ja. das Hallenstadion. nehme Ebri. jetzt immer Ebri als Beispiel für eine clean Location. Ja, das ist eigentlich fair. Ah. Gut, ja, in dem Fall. Jawohl, das war mein Part gewesen zu Konzerts. Ja. Und nachher eigentlich etwas, wo ihr auch beteiligt sind, letztes Jahr aktiv. Das ICU Festival hat jetzt 5 Bands bereits angekündigt. Von Ja. total 5 oder 6. 11. Von total 11 Bands, also 6 kommen noch. Und es gibt, glaube ich, noch Early Bird Tickets. Für die, die wollen, Rabatt bekommen. Also für euch Couponiers, können sie holen. Und ich habe langsam das Gefühl, unsere blatanten Anspielungen, dass Versus dort auch wenn spielen, sind gekonnt ignoriert worden. Weil wenn ich mir das Line-Up anschaue, sind wir einfach gefickt. Du, es hat noch 6 Bands zum Ankündigen. Also, falls ihr noch nur Metal-Bands sucht, holt euch Versus. Falls ihr nochmal eine Nu-Metal-Band sucht. Ich meine, ihr habt ja nicht schon alle Nu-Metal-Bands von der Es Schweiz. ist am Schluss ein Ja. Nu-Metal-Festival, Alter. Fuck yes, Ja, Alter. Alter, holt die Versus an. Aber wer spielt denn alles dort? Das Eben, kannst du ja sehen voll wir nicht jetzt. mitbekommen. Das kennen wir Chaoseum. jetzt. Also, schaut. Chaoseum. Die Spiced einerseits, Icon. Die habe ich nicht Ja. gekannt. Korn, wo so tönt wie Korn.
Korn. Nein, Korn, der mehr tönt wie Korn selber. Ja, Richtig. ich habe die nicht gekannt. Ich habe dank der Festival eigentlich da Das gehört. ist das Ding mit Chaoseum. Niemand kennt sie. Sind Schweizer. Voll und sind hure gross anscheinend. Anscheinend, ja. Haben voll. 18 Millionen Aufrufe von ihren Songs Videoclips. sind richtig gut. Aber ich würde jetzt gerne, weil du hast mir doch ein Video geschickt. Das müssen wir nachher ausprobieren. Du hast mir doch ein Video geschickt vom Schlagzeuger von Stray from the Path, wo er über die Spotify-Zahlen redet. Ja. Das müssen wir nachher bei KSM schnell auschecken. Weil ich weiss nicht wieso. Die Band ist, die ist aus dem Nichts gekommen. Ist so. Niemand kennt sie, niemand hat die jemals gehört, niemand hat die jemals gesehen, aber sie sind überall und sie sind riesig. Außer die wollten Metallica schauen und dann nicht Metallica gesehen haben. weil Und sie haben abgesagt müssen lange anstehen und sie darum verpassen. Mm. Also darum habe ich sie nicht gesehen. Das ist wirklich der Grund. Müssen wir mal schauen, wie ihre Monthly Listeners zu ihren Followers gehen. Mhm. Könnte sein. Easy. Also ich sage nicht, es ist ja nicht Nein. schlechte Musik, es ist super Musik. Und wenn es ihr Marketingkonzept ist, dass sie einfach quasi wirklich überall präsent sind, ist das ja top. Ja, wir können das Oh. Thema sonst mal in einen anderen Podcast Ja, ja, ja. führen. Es ist ein grosses Thema. Genau, man ja. Mich interessiert es bei dieser Band eben einfach, weil ich frage mich, wie die Band so gross geworden ist, weil du hast nichts gehört von denen, niemand kennt sie und aus dem Nix einfach Gut, Batzkalsee heutzutage hat jeder eine eigene Bubble von den Algorithmen, die diese Bands rührt, in dem Sinne, in ihre Richtung. Und dann gibt es eine, wo Ja, ja. man einfach nie in der Bubble war. Aber das Ding ist, es ist eine Schweizer Band. Voll. Ja, Das ist es. aber dann musst Wo du mich auch, so ein bisschen komisch dann dünkt. musst du auch überlegen, es gibt auch einen grossen Disconnect zwischen Schweizer Bands auf der Ja gut, das stimmt. deutschen Schweiz, französischen Schweiz und italienischen Schweiz. Das stimmt. Es gibt einen grossen Disconnect. Ich meine, von italienischer Schweiz kann ich nur Dream Shade. Französische Schweiz nur 100 B. Es gibt ja nichts anderes von Dream. Ja, und so- aus dem Tessin. Und sonst von der Soul Roma. Line. Voice of Ruin. Nein, es gibt Ah, so viel stimmt. aus dem Voice of Tessin. Ruin, 100 B. Soulline. Kann nicht. Das sind Fluffy Machine, Sind auch von Tessin. aber die kommen Nein, aus dem Französischen. Französische. Voll. Aber sonst kann ich eigentlich nicht. Und es gibt auch viele Bands, die nicht. Ich Ja, meine, ja. Genf-Szene und so, Lausanne muss gigantisch sein. Ja. Also es gibt viel Potenzial, um uns entdecken, sodass wir können entdecken. Wir Und sollten Irgendwann eine uns- französische Wir Folge sollten machen. einfach in jedem. Ja, wie? Nous sommes parle français. Très bien. Nein, wir sollten mal einfach jede Folge eine Band aus dem Französischen und aus dem Italienisch sprechenden Raum vorstellen. Jede Folge? Ja. Okay, ja. Das schaffen wir doch, oder? Warum nicht? Ja, hey, machen wir das wahrscheinlich. doch. Ja, ist dann Ja. gut. Ist dann So, gut. machen wir das, ja. Also, aber Brian und der Josh machen jetzt nebst Chaoseum spielt noch ein Delusionist. Jawohl, mit dem Roman, der auch schon bei uns war. mit. Ist Yes. das das, was ich nicht lesen kann? Ja, voll. Roman, der ist von Ding, oder? Extreme Music Switzerland. Genau. Music Es ist- Switzerland. Der- Seniores Extremos. Der fährt- Señores Extremos. Der fährt mit dem Trämli, oder? Ja, Ja, genau. voll, ja. Der ist jetzt gerade in der neuesten Folge auch wieder dabei. Richtig. Geil. Ah, stimmt, weil wenn das rauskommt, ist schon gestern eure Folge Genau. rausgekommen. Also, sie Also, kommt gestern morgen- raus. Gestern, ja. Oh. Fuck. Das ist übergestern released worden. Ich warte immer noch auf ihr Podcast im Fall. Was wartest du? Auf ihr Podcast warte ich. Ja. Auf unseren Podcast? Nein. Nein, auf nein, der ja. von den Extremos. Stimmt, die machen auch einen. Ja. Voll, ja, sie Ich haben hab einfach eine eine Frage Story gepostet von Mikrofon und nachher nichts mehr. Ich habe eine Frage gehabt, wenn kommt Antwort bald. Ja, Also in den nächsten 5 Jahren. Sicher, dass er bald war. aber es ist sicher, also, Ich werde verprügelt von diesen zwei, wenn es mich sehr also schlimm ich habe das Gefühl, hätten wir zum Beispiel die erste Folge gemacht und ich hätte gewartet, hätte ich gefunden, nein. Also, vielleicht später. Aber ich gefunden, fuck it, wir sind scheiße am Anfang, aber das ist auch gut. Die erste 100 Folge werden einfach beschissen sein, bis wir einigermaßen die Brian-Stimme haben. Weißt du? Okay, Jungs, ich reiße das Ganze jetzt mal kurz an mich, weil es ist wieder wie immer am Entgleisen und ich Okay. glaube, wir müssen langsam, weil das ist der uninteressante, also nicht der uninteressante Part, aber ich glaube, wenn wir auf, weißt du, das andere Okay. Zeug ist Ja, interessant. ja. Also, du Dann hast können wir jetzt Auch mal- neue Namen raus. Wir können das jetzt einfach mal abhandeln. Ja. Judge, meines. Das ist Judge Minus. 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 Das- Minus? Ich weiß nicht, was es für Musik ist, aber es Youth sieht nach Thrash Thrash Metal Metal. aus. Crash. Fresh Es Metal. sieht nach es sind Youth V, Minus. es sind V-förmige Gitarren. Es ist Vollförmige Thrash Metal. Gitarre, 100%. Ophelia's Eye, Voll. Gastgeber. Yes, Gastgeber. wer schade, wenn es nicht spielt. Voll. Paredness. Sie sind aus dem Berner Oberland. Berner Oberland. Die machen so, was machen die? Folk-Death Metal? Schwierig Voll. zu sagen. Das ist einfach auch so eine Band, die irgendwie seit 30 Jahren existiert. Ja. So wie Exhortation, irgendwie, die gibt es einfach seit Ewigkeiten, aber man kennt es einfach nicht. Cool, ja. So Große. wie wär's. Also auch noch nie gesehen. Gespannt wie ein Das ist auch schon Seilbahn. seit 30 Jahren. Nein, aber seit 10 jetzt dann. Ja, ist Und einfach 30. Secret. Secret. Nu Metal Brothers. Yes. Ist geil. Bom Und de dann Tech, Bruder. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Ja, Mhm. dann hat es noch 6 Fragezeichen. Nein, 5. 5. 5, ich habe gemeint. Ja, es kommen noch Edelfans. sechs. Das können wir Aha, eben. Also es kommen noch neue Bands, aber ihr könnt schon jetzt die Early Bird Tickets kaufen.
Also gehen es holen. Kaufen es. Sehr geiles Festival. Sehr geiles Wir sind Festival. Wurde Absolut. gut organisiert. Definitiv. Und Richtig Early Bird Gas Tickets geben, gibt es auch nur chillige noch diese Location. Woche. Ah? Early Bird Tickets gibt es auch nur noch diese Woche. Ja, voll. Und- Bis am 4. oder bis am 5. Ja. Mhm. Was wichtig ist. Mhm. Haben ihr schon mal ein Festival gehabt, wo ihr in der Location Cordon Bleu bestellen Ja, ja, In stimmt, einem stimmt. Restaurant. Ja. In einem Restaurant. Nicht einfach so ein Mhm. billiges Scheiss Cordon Bleu. Nicht so einer, der im Kiosk kauft. Nicht so ein Trash Cordon Bleu, wie du am Greenfield bekommst, sondern so ein richtiges, anständiges Cordon Bleu mit Pommes und Gemüse und mit Teller. Richtig Ja. geil. Soll Habt ihr das schon mal gehabt? Wenn nicht, Mhm. das ist euch Das ein ist wirklich Festival. sehr Soll ich strategisch noch platziert. den Hauptgrund aufzählen, warum wir an das Festival gehen? Mhm. Wer an das Festival geht, hat eventuell die Chance, Mhm. bei uns im Podcast Mhm. gehört zu werden. Oh, sind ihr wieder Medienpartner, willst du sagen? Wir sind wieder dort dabei. Wieder mit unserem Handheld-Ding und nehmen alles auf. Alles. Und jeden. Ich muss euch sagen, zu dieser Folge war wirklich geil, außer Mhm. die komischen Gäste, die wir interviewt haben. Ja, also, Die sind ein bisschen weird gewesen. Ja, der eine Ausreport war auch ein bisschen komisch. Die gewesen. tönen immer so wie der eine Dude, den ich immer auf Energy höre. ja, du, Luft nach oben. Ich habe ihn jetzt unterhaltsam gefunden, die Gäste. Ja. Eigentlich nur die Gäste habe ich eigentlich gut gefunden im Podcast. Den Rest habe ich scheiße gefunden. Gugus. So, jeder weg. Also Auf jeden Fall komm, Bella. Sehr einen unterhaltsamen Abend. Yes. Alle Interviews weg. Also, checkt es mal ab, wenn ihr die Bands cool findet. Können wir das Festival. Es Checkt wird jetzt auch ab, wenn ihr die Bands nicht cool findet. definitiv sehr cool. Und jetzt? Ich wollte ein neues Segment vorstellen. Das haben wir eigentlich jetzt überlegt für Gäste. Ja, jetzt ist es ein bisschen länger geworden. Geht Haben wir schon. überhaupt aber, noch Zeit? aber wir haben noch Ja, Zeit. ja, Ja. wir haben noch Zeit. Bella sagt, dass wir Zeit haben. Wir haben Wenn, noch wenn, Zeit. jemand bis jetzt noch mitgelassen hat, dann schaffen sie noch 10, 20 Minuten. Das ist eigentlich ein gutes Spiel, um das Ganze abschließen. absolut. Da. Ich Finde finde ich es auch. super. Dass wir uns einfach noch kurz auf die Fresse Voll. hauen. Jawohl, aber jetzt wird gestritten. Genau. Da hat es nämlich Potenzial für Krieg. Genau. Hassschüler Genau. da. ey. Und, das Segment, und ich würde sagen, also das Segment heißt Quickshot, oder? Und wenn ich bis morgen Musik gemacht habe, dann hört ihr es in 3, 2. Quickshot! Yeah! Danke, Ricky, das hat hure gut getönt. Voll? Ja, Super gell? Intro. Das ist sicher cool. Das hat Interlude. mich Jetzt habe ich Herz grad, erwärmt. jetzt ist es so richtig Meta, jetzt habe ich gerade hure Druck aufgebaut. Und alle im Podcast so, hä, wieso? Er hat es ja gemacht. So. Voll. Und Quickshot, die Idee ist, dass wir kurze Debatten bringen, die kontroversiell und sehr nah am Herz sein. Und das Ziel ist, dass wir kurz bei den Antworten halten. Oder wirklich so ein Quickshot. Man oder? könnte den Timer schon stellen. Nein, das ist zu viel. Ja. Nein. Ich würde sagen, Jeder hat 5 Sekunden fangen wir Zeit, mit um dem sich zu erklären ersten oder so. Quickshot an. Und ich würde sagen, ich sage den Quickshot und nachher geht es um die Runde und sage ja, nein, warum nicht und so. Und ich würde es einfach am Bella jetzt geben, nachher am Josh, nachher am Brian. Und einfach weiter. Und diesmal übernehme ich die Moderation. Das klingt doch super. Tipptopp. Erste Thema. Ich mach schnell ein Bier auf. Okay. Moment. Habe ich noch ein alkoholfreies irgendwo da? Ich habe 2 getrunken. Ich habe auch. jetzt nur noch Wasser. Hast du? Ah, du noch tipptopp. wieder prosten mit mir, oder? Danke dir. Eben genau. Ah ja, sorry, ich habe schon einen Schluck genommen. Zum Wohl, hä? Cheers. Das ist Jesus. hure lustig. Alle sind am Saufen. Yeah, zum Wohl. Willst du noch Wir eins? sind Nein, alle ist am gut, Saufen danke. und der Josh ist der Einzige, Cheers. der Alkohol drin hat. Ja, voll. Ja, ich brauche das. Ich halte das nämlich nüchtern überhaupt nicht aus, da so eine Runde mit Leuten und so. Also, Das ist dann vielleicht trauriger, als es ist. ich fange an mit dem ersten Quickshot. Sind ihr ready? Yeah. Album Also, versus... gibst du uns allen nachher weiter, oder? Das ich habe ich nicht ganz verstanden. gebe es da und nachher geht es so. Okay, aber wir reden alle einmal über das Gleiche. Genau. Okay. Genau. Quickshot Number 1. Album versus EP. Go. Kommt drauf an. Als Musiker selber muss ich sagen EP, Warum? weil wir haben zu wenig Zeit, zu wenig Geld und zu wenig Planungsvermögen zum Alben machen, weil Good das point. braucht hure viel. Ein EP hast du einfach schneller produziert. Ich Aha. meine, Alter, 5 Songs schreiben, das dauert meistens, wenn du Mhm. Vollzeit hast, schon 2 Jahre. Ja, zum Hören. Ja, mittlerweile auch EPs, weil es gibt doch auch schon recht schlechte Alben mittlerweile, die einfach die nicht mehr so sind wie Sum 41 früher. All Die nicht mehr Killer, sind All no Killer, Filler. No Filler. Von dem her, wenn es ein gutes Album ist, Album immer all the way. Wenn du merkst, dass es so ein paar Filler-Tracks drauf hat, dann mach ich lieber ein EP. Mhm. Yep, absolut. Bin ich gleicher Meinung wie der Bella. Also, ich finde, EP ist halt geiler zum
als Musiker selber produzieren, weil geht schneller ist schneller draussen. Mhm. Ich finde aber jetzt zum Hören finde ich eigentlich Alben besser. Ja. Aber EPs sind natürlich auch immer gerne gesehen. Oder Mhm. zum Hören. Ich Alben, ausser das sind so Alben, die halt wirklich viel Fehler drauf haben, weil das gibt es auch immer wieder Bands, die so 2 gute Songs haben und da einfach noch ein bisschen etwas dazu dichten, aber meistens sind Alben schon recht geil. Ja, ich bin auch da sehr gerissen. Auch ähnlich, wenn das Album richtig von A bis Z Bangers hat, oder? Geil. Aber EPs habe ich das Gefühl, da kannst du mehr Energie fokussieren auf 5 Songs zum Beispiel. Statt nachher überlegen so, fuck, jetzt müssen wir noch 3 Songs schreiben, um den Scheiß rauszuhauen. Oder? Und wenn du nachher ein Album machst mit alles Bangers, es hätten auch 2 EPs sein. Oder? Ich meine, und nachher, heutzutage ist alles algorithmisch, wenn du etwas Neues raushaust, dann kommen viel mehr Augen drauf, als wenn du quasi etwas Längeres machst und es kommen die Augen nur einmal drauf, oder? Ja, heutzutage bringen die EPs mehr als Absolut. Alben eigentlich. So im Absolut. Spotify-Streaming-Segment. Und ich hast 1 oder 2 pro Jahr raushauen. Du bist genau so gut, als ob einfach ein Album rausgehauen hättest. Oder machst du einfach wie Architects und bringst in dieser Zeit, weil alle Bands ein Album oder ein halbes Album bringen 2 aus. Die haben während Corona einfach 2 Alben rausgebuttert, Mann. Ja, stimmt. Also, erster Quickshot. Ich glaube, da können wir sagen, EPs haben nicht mehr gewonnen in die Runde. Mhm. Schauen wir den nächsten Quickshot. Und zwar europäische versus amerikanische Metal-Bands. Go. Fuck, Alter, das ist fies. Also ich muss einfach sagen, live, so, musikalisch ist es wie egal, Mhm. aber Live-Shows sind europäische Bands irgendwie geiler. Die haben irgendwie einfach ein bisschen mehr Connections zum Publikum. Die haben ein bisschen mehr, machen mehr Show. Bei amerikanischen Bands ist es oft so, dass sie einfach kommen, spielen, gehen. Mhm. Das habe ich bei europäischen Bands nicht so das Gefühl. Das ist mehr so wirklich gross. Mhm. Aber ja, sonst. Aber weißt du, dann nimmst du wieder Rise Against. Das ist auch eine amerikanische Band. Mhm. Und dann ist Asking Alexandria, das ist eine europäische Und Band. sagen wir einfach europäisches Metal versus amerikanisches Metal. Weil es gibt auch amerikanische Bands, die europäisches Metal spielen. Das ist wie Metalcore kommt ja hauptsächlich aus. Oh ja, nein, Aber Heaven Shall Burn, easy game, Black Sabbath, fuck it, Oh. europäisch. Okay, aber da musst du überlegen, Heaven Shall Burn macht Power Core. Trip. Aber Ja, du musst überlegen, ja. also es gibt auch einen Unterschied zwischen Metalcore von Europa und Amerika. Einfach Black Sabbath, Europa. Hans. Ja. Fair, Okay. absolut. Fair. Ich mache da überhaupt keinen Unterschied. Ich bin da eigentlich neutral wie ein Schweizer. Ich höre einfach das, was ich geil finde und mir interessiert es eigentlich überhaupt nicht, wo die herkommen, Ja. ob es jetzt europäisch oder amerikanisch ist. Aber Macht da es auch gibt nicht wirklich Sounds einen und Vibes, Unterschied. die von Earth kommen, oder? Ja, schon. Voll. Aber das ist für mich immer auch ein bisschen Bay Area. in dem Moment Flash. so Nur Bay Area launenbedingt irgendwie. Manchmal New habe ich York Hardcore. zum Beispiel, manchmal habe ich Bock mehr auf Aha. so New York HC, manchmal habe ich mal mehr Bock auf so Göteborg Metal, Schwedisch Gedöns. Ja. Aber es muss, das ist alles der 100%, aber irgendwo einer muss 51% vom Gesamten haben. Oder? Das Ding ist halt, ich kann wie nicht sagen, was ich davon jetzt besser finde. Was bevorzugt? Okay, ich habe eine Idee. Machen wir es so, wie man es immer macht in solchen Situationen. Man wirft eine Münze, weil in dem Moment, wo du sie siehst, weißt du, was du eigentlich willst. Welche tendierst du eher? Bist du nicht so ein Schweizer Alter? Wir sind vor allem schon wieder zu lange am Diskutieren. Ich gebe mir einfach weiter. Das ist gut. Okay. Fair. Also, bei mir ist es American Metal, weil aus Aha. der Bay Area kommt der geilste Thrash und der geilste Death Metal kommt eigentlich aus Birmingham, England, Aha. aber Amerika hat Florida Death Metal und Mhm. New York Death Metal. Mhm. Welche sind New York Death Metal? Cannibal Corpse, Mhm. Suffocation, Mhm. so die Sachen, die richtig stumpfen. Ja. Ja, bei mir, ich bin ein Sucker für Gothenburg, Melodeath und da muss ich sagen, ja, Europa. Ja, fix. Ja, das war ein geiler Quickshot gewesen. Nächstes. Viel größere Fässer aufgemacht, als ich gedacht habe. Ja, eben, genau. Dynamo versus Kiff. Go. Motherfucker, Alter. Er kommt mit dem Scheiß um die Ecke. Oh, ja gut, ich wohne jetzt im Aargau als Kiff. Aber gehst du im Fall auf das Kiff? Ja, es sind halt weniger Konzerte im Kiff wie im Dynamo. Aber auch hure gute. Aber die Location, das Kiff ist fucking grand. Ich muss sagen, Sie holen hure Acts. also die Location, das Dynamo ist der Shit. Es ist perfekt zentral gelegen, es ist perfekte Größe, es hat zwar 21 Runden, wo man spielen kann. Mhm. Aber ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, das Kiff hat ein bisschen mehr Charme. Okay. Ich liebe beide Locations wirklich abgöttisch. Dynamo bin ich auch schon öfters gewesen, einfach weil es halt näher ist von mir daheim. Aber ich glaube,
Jetzt einfach so als Location finde ich das Kiff besser. Haben einen geilen Backstage, allgemein Technik da drin. Wegen euch ist- bin ich dort mal drin gewesen. Ich auch. Technik da drin scheint ein bisschen besser zu sein als im Dynamo. Und irgendwie allgemein scheint mir das Kiff ein bisschen sympathischer. Also Mhm. auch mehr Charme wie. Ich glaube, im Kiff ist es halt einfach so, es hat dort halt Leute, die fürs Kiff arbeiten und im Dynamo ist es einfach so die Stadt Zürich und die dort dann an der Bar stehen, sind einfach von der Veranstaltung. Ja, macht natürlich auch viel aus, weil es ist mit mehr Liebe im Kiff. Kiff ist Ja. Liebe. Kiff ist Liebe. Ja, voll. Darum eben Fleck ist ist ja auch Liebe. meine Idee gewesen, diese Frage. Und ich finde beide Locations die beiden besten von der Schweiz, von der Größe her, von den Bands, die dort spielen, von der Lage, ist einfach super. Mhm. Und wenn ich so einen Stichentscheid müsste machen, wäre es Kiff. Ja. Aus den gleichen Gründen, wie sie gesagt haben. Ja. Aber es sind beides einfach perfekte Locations, wo ich sehr Ja. froh bin, dass wir es haben. Ja, bei mir ist eher, also im Dynamo eher der Backstage von Werk 21. Weil jedes Mal, wenn du da reingehst, ist so wie Welcome Back, ist so wie Welcome Home. Das ist so wie, Ja, du hast so das viel Mal stimmt. gespielt. Ich überlege so, fuck, vor 8 Jahren bin ich Ich habe so viel gewesen, dort gespielt, dass ich amigs, wenn im Werk 21 eine Show ist, aus Versehen einfach hinterlaufen, weil ich denke Ja. so, ja, innen ist Absolut. Backstage. Voll, ja. Aber absolut. schaut die so eine an, so, oh ja, warte schnell, ich sollte nicht. Und im Kiff habe ich, glaube ich, jetzt also Dune, glaube 1-2 Mal gespielt. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es aussieht. Dynamo ist einfach Home irgendwie. Und du kommst immer heim. Also das Ja. ist wirklich so, auch wenn ich da in Baden wohne, ich weiß, ich habe immer Verbindung vom HB, weil HB hat überall Verbindungen. Ja, das stimmt. Und im Kiff habe ich einmal, glaube ich, Stress wegen dem Zug. Und schnell eine Frage. Sind ihr letzte schon, also irgendwann in letzter Zeit mal im Backstage gewesen, im Dynamo? Also Werk 21? Werk 21? Letztes Mal, wo wir dort gespielt haben. Ja, Du letztes hast Mal, wo letzte wir Idee mit Dropout gespielt? Kings dort Ja, gespielt voll, haben. ja. Da steht immer noch das Was-Penis an der Wand. Ja, Schon? ja, Voll geil. ich glaub's. Ich sag's dir, es ist am 25. März. Ah, stimmt, 25. März. Schickst du mir so ein Foto vom Was-Penis? Mach ich. Wer spielt nochmal 25. März? Foreign, Save It As Breath, Another Approach, Invoker und Eversis, die Störenfriede. Yes. Yeah. Das ist im Werk 21, oder? Mhm. Kommt. Ausser es kaufen so viele Leute Tickets, dass wir es auf den Mund verlegen. Das wäre geil. Also, Ja, das Shit. nächster Quickshot. Festival versus Konzert. Go! Ja, Festivals sind geil. Du bist einfach, kommst so ein Bändchen über und dann hast du eine allergische Reaktion, bist 4 Tage am Arsch. Konzert. Okay, wenn es nur um Musik geht, Konzert. Total. Wenn es ums Erlebnis geht, Festival. Mhm. Ja, aber das Festival ist ein Erlebnis, von dem her. Ich glaube, das Festival. Okay. Ich bevorzuge ein Konzert, Mhm. weil wenn ich eine Band schauen will, dann habe ich an einem Konzert mehr von der Band als Mhm. jetzt an einem Festival. Weil Festival ist halt, ja, ist alles so hure gerusht und dort checkst du eh nicht, weil du einfach dauerblau bist und so. Mhm. Andererseits muss ich auch sagen, dass ich genau deswegen eigentlich Festivals ja auch geil finde. Aber wenn es jetzt um Bands spezifisch geht, gehe ich es lieber in einem Club-Konzert schauen, als jetzt an einem Festival. Mhm. Definitiv Konzert. Du bist näher an den Acts und sie können sich viel mehr Mühe geben und haben öfters auch längere Slots als an einem Mhm. Festival. Mhm. Okay. Ja, ich finde, 19-Jähriger ich würde Festival sagen, aber fast 30-Jährig ich sage Konzert, weil ich kann heimgehen pennen. Ich bin zu alt für den Scheiß. Okay. Ja. Mir- Ändere meine Meinung. Mir tut der Rücken weh nach einer Stunde stehen. Aber deshalb Volkshaus, wenn du oben kannst sitzen und einfach Carnifex schauen, beste Feeling Bridge, ever. aber ich muss jetzt sagen, ich habe mal gedacht, ich schaue Heaven Shall Burn im Sitzen, weil, Mhm. weil das kannst du im Sitzen schauen. Mhm. Und dann bin ich dort oben geguckt, in der Samsung Hall und habe runtergeschaut und habe, bevor Heaven Shall Burn angefangen hat zu spielen, gesagt, nein, fuck this shit. Ich kann mich erinnern, wie ich bei System of a Down einen Oh, Sitzplatz Sitzplatz, geholt leck. habe im Hallenstadion, weil ich gefunden habe, ich Jump, möchte jump, nicht jump. in dieser Menge stehen. Mhm. Schlussendlich habe ich einfach dort bei dieser Tribüne einen verdammten Moshpit angezettelt. Ja, Mit anderen Leuten, die nicht mehr haben können sitzen. Das war eines der wenigen Mal, wo ich erkannt worden bin. Wirklich? System of a Down, mir Hacke voll dort, das dritte so auf den Sitzplatz. Und kommt so einer, hey, ihr seid doch von der Versis. Yes. Geil. Ja, die haben uns eine Woche voran in Freiburg gesehen. So gut. Ah, nice. Voll Ja, cool. Dann haben wir. Das ist Also da kann ich nicht mehr viel dazu sagen. das ist heavy. Du kannst auch Hip-Hop nehmen, kommt das Gleiche raus. East Coast versus West Coast Hardcore. Das ist schon easy. Da ich ja Proleten so ein bisschen blöd finde und Posers und so Leute, die ins Fitness gehen pumpen, nur dass sie fette Muskeln haben, Ja. Hashtag vegan. ist ganz egal. Ohne irgendwo nur ein bisschen hinter zu fragen.
Könnte man jetzt mit Lionheart kommen und allen Bands, die er erwähnt? Nein. East Coast Hardcore, Alter. Yes. Fucking New York Hardcore. Ja. Sicko Fidal. Sicko Fidal ist alles. Einfach Sicko Fidal. Das ist alles, was ihr wissen zu dem Thema. Mhm. Und natürlich, wie heißen die jetzt wirklich mega alt sind? Die Madball. mit Gotta Go. Agnostic Front. Jawohl, Agnostic Front, genau. Ja, Madball auch, ja. Ja. Straight from the Path. Gut, Madball ist ja aus Agnostic Front entstanden. Ja, voll. Ja. Ist Ja. irgendwie ein kleiner Bruder von einem. Ja, voll. Stimmt. voll. Und sind einfach Mitglieder von Agnostic Front gewesen, die einfach extra Songs hatten, die nicht für Agnostic Front machen wollten, haben mit Madball gemacht. Alter, Ja, ich han praktisch. mal ein Konzert, das war im Hurricane Persistence Tour. Gewesen. Ja, Mann. Dort haben nur Bands gespielt, so Suicidal Tendencies, ähnliche Bands gespielt. Und dort haben jede Band, die gespielt hat, haben etwa 8 Ex-Mitglieder von Suicidal Tendencies gespielt. Also du hättest definitiv einfach können Suicidal Tendencies noch ankündigen. Du hättest die einfach können auf den Flyer schreiben, weil sowieso einfach irgendwie die ganze Band hättest können zusammenstellen aus Ex-Mitgliedern von Ist Suicidal aber nicht Tendencies. im Komplex gewesen, oder schon? Nein, im Extra. Ah, easy. Ja, Nein, die im Komplex ist die gewesen mit Power Trip. ja Alter. dort bin ich auch Buddy, gewesen. Das war richtig Liebe. sexy. Gewesen. Power Trip und Terror. Also wenn es um Rap geht, bin ich bei West Coast. Ein kurzes Beispiel. Was für Bands ist bei welchem Lager? Also rechts, oder? Rechts rum. East Coast ist so Sicko Fidal, so Madball, Agnostic Front. weißt du, der Punkiger, Du dort, bist wo Tendencies auch, oder? keine Ahnung, die mit einfach das mit Aussage, mit Message dahinter. Siehst du, ich bin ein bisschen biased. Gut. Und West Coast ist so LA, Mhm. hauptsächlich mal gesehen cool aus und tönt hässig. Was für Hardcore. Bands? Lionheart. zum Lionheart, Terror. Beispiel. Terror ist auch von dort, das hätte ich dich eben nachher Ich gefragt. glaub's, ich bin mir Ja. nicht ganz sicher, aber die Shit. Musik tönt Nein, so. Suicidal Tendencies ist aus Kalifornien. Ja, das hätte ich doch können Das sagen, hätte ich- rein Oh. vom Style Oh, her. ja. Ja, Die sehen ja also aus mit der wie- Bandana. die sind ja aus- Okay, Die sehen ja. aus wie LA Gangbangers. Stimmt, Also. ja. Ja, voll. An dieser Stelle würde ich aber auch sagen, eher West Coast. Mhm. Ich sage auch West Coast wegen Terror. Mhm. Terror einfach extrem. Und wenn sie wirklich von der West Ich Coast weiß aber sind, nicht, ob es von der West Coast sind oder nicht, aber dann mache ich es von ihnen abhängig. Soll jemand googeln und mir das dann sagen? Ja. Ja, ich bin ein Sucker für New York Hardcore. Yeah. Einfach weil New York in den 70er, 80er, Junge, das schmiedet harte Buben. Ja, Mann. Und ich meine, wenn die Stories von Agnostic Front hören, wo die einfach irgendwie riesige Schlägereien mit den 30 Leuten an einem Konzert hatten, weil ein paar Neonazis gekommen sind und eben mit denen Hardcore ausprügeln. Ich so, weißt du, Junge, die Stories sind LA. crazy. Sind crazy. Dann bin ich wieder West Coast. Aber eben, ich Ja. muss einfach sagen, ich muss jetzt den Moritz von Safer Last Breath zitieren, der besoffen in Hamburg waren. Alter Scheiß auf die Musik, hauptsächlich die Message stimmt. ja, Mhm. Drum, absolut. Voll. East Und Coast. ich liebe von Agnostic Front einfach die ganzen erstens, die reden Spanisch. Also sind, ich glaube, der Sänger von Agnostic Front ist halb Kubaner. Und der von Madball, Der Sänger auch. ja, ist ein gleicher Vater. Ja, ja, ja. Eben, Voll. der Sänger von Madball und Agnostic Front, glaube ich. Ja, voll. Ja. Ja, voll. Und das ist einfach geil, die haben einen Song, A Mi Manera, haben die Oh, der ist rausgebracht. fett. Mhm. Und er ist geil. Und er ist einfach so fette New York Spanisch Akzent in dem Song. Er ist geil. Ist einfach cool. Ich habe mal Eigentlich solltest du ja Madball mitdenken. in Madrid gesehen und er hat alle Ansagen auf Spanisch gemacht. Ich Ja, habe nichts verstanden, aber ich habe es gespürt. Eigentlich solltest du ja mehr denken, dass die Bands aus West Coast eigentlich mehr so Spanisch. Würdest du denken, oder? Aber irgendwie nicht. Ja. Voll. So, Ich meine, nachher hast du. Nein, Dings. Die Tex-Mex-Bands, wo Metal gemacht. Wie heißen die? Pantera. Upon a Burning Body. Burning Body. Junge, fuck. Alter, fucking Redneck Redneck Mexican Core, Mann. Der ist Core, geil. Alter. Ist so geil. So hure geil. Ja, Das ist ja. auch so etwas so Rednecks, so vom Typ her Mensch. Ich kann das voll nicht Nein, gerne, aber die sind nicht Redneck. Die Ja, sind geil. du hast mit einem zusammengespielt in der Band. Der einzige Grund, wieso das der Mike kein Redneck ist, ist, weil er aus der Schweiz kommt. Der Bub, der fährt Mountainbike, der würde ganz sicher, wenn wir alle würden irgendwo im Hillbilly Country wohnen, würden wir alle mit aufgemotzten Motocross durch die Gegend fahren, jeden Abend grillieren, uns Bier hinter die Binsen knallen und mit Maschinengewehr durch die Gegend schiessen. 100 Pro, Ja, ich wäre voll. voll dabei. Das Aber wäre mein jetzt, was du sagst, kompletter der Max ist ein Lifestyle. purer Redneck, Aber Mann. das ist aber cool. Die Band ist wirklich, sie blüht Texas, oder? Ist einfach hure geil. Ist so wie Texas, scheißegal, ob es mal von Spanier war oder von den Amerikanern. So. Texas ist so ein eigenes Land irgendwie dort. Und die sind einfach voll. Und die Lyrics sind der Shit, die Musik ist der Shit. Ja, ey. Also, ja, jetzt kommen wir zu die ersten Quick Shots. Hoffentlich ist das ein cooles Segment für euch. Sonst nächstes Mal machen wir es kürzer. Corpi Clowny versus Alestorm, beziehungsweise Vodka versus Beer.
die Songs. Oder Meat. Nein, es geht um den Song Voll. We are here to to drink drink your your beer. beer. Vodka, you're feeling strong. Ja, das ist mir schon klar. Voll, Das ja. sind die zwei. Und Okay. wer hat den Met-Song gemacht? Sie haben einfach sehr viel, was um Meat geht. Aha. Hailstorm. Aber kein Song, der dir so im Sinn kommt. Ja, Okay, fast in jedem wird es erwähnt, weißt du? Also, schau jetzt. Ich habe nicht mehr so viel Zeit, wenn wir schon wieder böse überziehen. Yes, yes, Vor yes, let's go, allem, let's es go, sind let's schon go. Zweieinhalb auch Stunden. einen Song namens 2,5 Bier, Stunden. Ja, weißt du? aber es geht Let's go. um den Song Wodka und den Song We are here Okay, to welche drink hast du your lieber? beer. Go. Wodka. Wodka. Wodka ist ein geiler Song, aber Hailstorm ist noch geiler. Ja, Der Chorus von Bier gefällt mir irgendwie mehr als so von ja der Chorus ist eben schon Darf ich noch geil. schnell anhängen? Ich hasse Hailstorm. Sorry, Brian. Ich hasse Du hast es die noch Band. nie gelost, du Ich bist finde die Band blöd. kacke. Du bist blöd. Du bist blöd. Wer bläst was? Wird jetzt aufgelöst. Ihr habt es da gehört. Ah, shit. Das war eigentlich nur das Ziel gewesen von diesen beiden. Dass es eigentlich Ja, mit dem Spiel, Keil wenn es uns zwischen nur so uns treiben, ja. voll. Und Geil. jetzt bin ich gespannt, Manu, wir weil, treiben den Keil zwischen die zwei. Wenn du nicht verstehst. und jetzt bin ich gespannt, weil das ist eher etwas für Gitarristen. Mal gucken, ob ihr das auch kennt. Der nächste Quickshot und der letzte von heute Abend, meine Damen und Herren, ist Fluff vs. Ola England. Mache ich jetzt genau gleich wie bei den Amerikanern gegen die Europäer. Aha. Ola England sieht aus wie ein Wikinger. Mhm. Von dem her spielt Gitarre wie ein Wikinger. Mhm. Spielt in The Haunted, was eine geile Band ist. Seine Credits sind schon. Fluff spielt in Dragged Under, wo ich sage, stimmt. Von dem her. Ja. Ola, Ja. all the way. Mhm. Ola England finde ich besser. Mhm. Ich liebe vor allem seine Videos, wo er so hure dumme Pedals testet. Oder sein Ja. Fart-Pedal, das er testet hat. Das Oh. ist einfach so geil, Mann. Der Miku-Pedal. Ja! Hey, ich bin verrückt, Ich liebe das Zeug gesehen die Will It Chuck-Serie, weil du hast so einen fucking PV5150, Ja, ja. wo du so von Anfang an weißt, dass er chuckt. Und er ist einfach so mit dem Clean-Kanal so, this doesn't sound at all. Und dann die Uhrzeit läuft schon so 2 Minuten durch und er einfach so irgendwie am Kabel umstecken. Er ist irgendetwas. schon der König von Konzept oder Segment, beziehungsweise auf YouTube-Videos basiert, oder? Der ist der König von dem, das stimmt. Brian, hast du eine Meinung zu dem Thema? Ich kenne beide nicht, darum enthalte ich mich. Feared und The Haunted. Nee. Ah, du musst mal den Haunted hören. Der Hand ist sehr geil. Ja, habe ich schon reingelassen bei der Hand, aber ewig her. Okay. Ja, ich muss schon sagen, Ola England hast recht. Hättest du mich 2015 gefragt, hätte Hätte ich ich anders Fluff gesagt. 100% auch Fluff hat Mit aufgehört. 13. Nicht ganz, aber okay. Mit 13 Aber wäre ja, es Fluff. der Fluff habe ich früher religiös geschaut und jetzt ist er sehr busy mit Drug Under, ist auch geil, oder? Weniger YouTube-Zeugs und der Ola England ist einfach voll in, eigene Gitarre-Brand gemacht und so. Solo-Gitarre kann ich unbedingt probieren. Alle schwedischen Death Metal Bands spielen Solo-Gitarre. Ja, wirklich, ohne Alle. Scheiß. Ja. Dings auch unter anderem. Orbit Culture. Yeah. Oh yes, ist geil. yes. Kennt eigentlich jemand von euch den Davey 504? Ja, der Bassspieler sicher. Ich glaube. Der ist auch fucking krass. Voll. Aber für mich sind immer die zwei gewesen. So, voll. Aber Chapman noch. Chapman, natürlich, ja, ja. Voll, das stimmt. Aber nachher. Aber seit er aufgehört hat, mit den Andertons Dudes Videos zu machen, Ja, ist voll. einfach das stimmt. Das Bach stimmt. ab. Wenn es um so Musik-YouTuber geht, Obwohl- ist eigentlich Davey 504 und Jared Dines. Bei mir sogar. Ja, dann ist schon lange nicht mehr am machen. Alter, der Jared Dines Mach hat Musik. einfach die besten fucking Metal-Alben geschrieben von den letzten paar Jahren. Hast du das Zeug gehört, das er mit dem Trivium-Sänger gemacht hat? Mhm. Fick mich in den Arsch, ist das gut, hey. Meinst du mit dem Howard Jones? Nein, er hat mit dem Mit Trivium-Sänger... dem Matt Heafy hat er auch eine EP stimmt, rausgebracht. stimmt, ja. Und Der- mit dem Howard Jones. Und mit von dem Howard Christian Jones hat er Cage. das Album rausgebracht. Junge, der ist. So heftig. Ja, aber ja, das ist. Wir sind 2,5 Stunden am Aufnehmen. Junge, Yeah. urgeil. Ja, machen wir nochmal 3 Stunden. Ja, fix. Also, hey, ich würde sagen, Jungs, merci, dass Sie gekommen sind. Danke, habt ihr uns eingeladen. Wir Ja. wissen das Die sehr Einladung. schätzen. Das Ding ist, es ist jetzt nicht, es tönt so, als ob wir das Hure würden abklemmen, aber es ist ein bisschen so, aber das Problem ist, wir können das easy noch 4 Stunden durchziehen Absolut, und das wird absolut, einfach absolut. keiner mehr hören. Es liegt nicht an ihnen, es liegt nicht an ihm, es liegt an mir. Aber das ist ein guter Maßstab für in Zukunft mit Gästen machen, weil zu zweit haben wir schon eine Stunde 20 Minuten und nachher noch mit noch mehr Leuten, die so viele coole Ideen und Themen bringen. Es ist, ich könnte wirklich 2 Stunden lang noch weitermachen. Ohne Scheiß, ja. Ich meine, das würde man sonst im Ebri machen ohne Mikrofon. Man kann Genau, sich einfach ins normalerweise- Tod schnurren, Mann. Das Genau, ist einfach normalerweise so. würden wir Eben. das im Every machen ohne Mikrofon. So, was ich euch kann sagen ist, das hat einfach hohen Spaß gemacht. Also, Mega. ganz ehrlich, ja. Mega. Also, Applaus. Wirklich sehr geil. Erste Gäste von Metal Cervela. Und ja, da sind wir mal gespannt, wenn wir mal bei euch mal vorbeikommen und schauen, was wir blastet.
Dann müssen wir auch nicht so gut angelegt sein, weil sie haben keine Kameras. Genau, voll. Kann man wirklich, wirklich nicht so viel Mühe geben. Also Leute, meine Damen und Herren, merci vielmals, dass ihr Metal Saber gelost habt. Man sieht sich nächstes Mal. Love you. Sagen wir Bye, bitte bye. noch ein letztes Mal. Ich bin der Bella. Ich bin der Ricky. My name is Josh. Und ich bin der Brian! Aquaman. Yeah!